Ja, ich höre mich. Ein bisschen blechern, aber ich höre mich. Du hörst dich blechern. Ja. Ja, wir haben ein bisschen Kompressor drauf, aber so richtig blechern. Doch. Da, jetzt haben wir. Kompressor. Ja. So, müssen wir ein bisschen zurück. Das ist doch. Ja, das war hervorragend. Ja, morgen. Guten Morgen. Michael, danke, dass du dir die Professor Dr. Michael. Ja, komm, Nein. Wir haben dich nicht umsonst auf die Universität geschickt. Ehrlich, Ne, das ganze Geld dafür. das, was uns das gekostet hat. Ne? Macht man, das ist, nein. Bitte, Ehre, wem Ehre gebührt. Na, also da muss man tatsächlich dann auch die akademischen Titel gehören ja zum Namen. Naja. Ne? Also zumindest mal in Deutschland. Und da soll man. Professor Dr. Michael Gerlich, wunderschön. Danke, dass du hier bist, dass du dir die Zeit nimmst. Du hast eben gerade beim Reinkommen, als die Mikrofone noch nicht auf waren, gesagt, ich weiß gar nicht, über was wir reden. Genau, keine Ahnung. Ja, Andi und ich auch nicht. Ja, super. Ja. Dann würde ich mal sagen, Weihnachten steht vor der Tür. Können wir ein bisschen über Weihnachten reden? Oh. Die Rigi hat ja jetzt auch Weihnachtsdekoration gestern bekommen. Mhm. Ja, ein bisschen so. So, genau, ein bisschen Puderzucker. Glitter. Ne? Und das ist wunderbar. Andi, ich sehe mich. Ja. Ich bin ganz Du gut im bist Bild, super im Bild. Ne? Ich bin ganz Wie wunderbar immer. im wunderbaren Hervorragend. Bild. Wunderschön, sexy. Ja, aber Wie das immer. liegt am Haarschnitt. Gell? Ja. So. 0 oder 1. Two bold So, guys. ja, so sieht das aus. Also, Michael, willkommen bei Radio Walchwil heißen wir ja. Willkommen bei uns hier im Studio. Was wir ja machen wollen, wir erzählen Geschichten, Genau. beziehungsweise lassen Menschen aus Walchwil Geschichten erzählen. Ja. Alles Mögliche, je nachdem, wo es hingeht. Manchmal haben wir ein Thema, das wir als Regenschirm nehmen über allem Mhm. oder Sonnenschirm oder Leitfaden und manchmal reden wir einfach so ein ganz klein bisschen drauf los. Ja, du, dann fang mal an. Dann fangen wir mal an. Michael, wenn man ganz genau hinhört, das haben wir ja auch schon bei unserem ersten Telefon. Also wir kennen uns ja noch gar nicht so richtig lange. Nö, kann man nicht. Ich kenne sie viel länger. Ja. Genau. Aus Zuger Kantonalbank-Zeiten. Ja, und danach, Angie ist Hm. eine große Reisefrau. Ja. Ja, das weiß ich. Ja, aber du ja auch, oder die ganze Familie ja auch. Ja, aber nicht so wie du. Ich meine, das ist ja ein Traum, was du gemacht hast. Ja, es ist ein Nicht schlecht, Riesengeschenk. gell? Ja, Ja. nein, es ist ein Riesengeschenk gewesen und es ist so, ich habe das so gebraucht. Ja, ich verstehe das auch. Für- Ich meine, es gehört Mut dazu, aber Ja. es ist schon nicht schlecht. Ja, nein, also es ist einmalig eindrücklich, wundervoll gewesen. Ja. Und es hat einfach, ich habe wie so, meine Seele hat das gebraucht. Meine Seele und mein Herz. Ja, also wir waren viel in der Welt unterwegs, Ja. aber nicht für Urlaub, sondern um zu arbeiten. Eben, ihr habt geschafft, Und ja. ganz interessante Ecken, wo wir waren. Ja. Ja. Eben, mich interessiert das wirklich brennend. Eben, wir haben uns kennengelernt vor, was ist das, 2 Jahren ungefähr. Das weiß ich Bin ich noch. nicht Ja, gekommen? das kann sein. Nicht Ja, ganz. sowas. 1,5, 2 Ja. Jahre, irgendwie so. Und ich mag mich erinnern, wir haben glaube ich, das erste Mal telefoniert. Und ich habe am Telefon schon gefunden, wow, du bist mega sympathisch. Irgendwie gerade so einen gemeinsamen Nenner gehabt. Und, ja, dann haben wir uns getroffen und das ist wie... Ja, aber dann bist du einfach abgeflogen. Und dann bin ich einfach gegangen, ja. Genau. Und dann irgendwie gleich über die sozialen Medien so ein bisschen im Kontakt gewesen. Michael, erzähl, Ja. woher kommst du? Wo bist du aufgewachsen, geboren? Wo liegen deine Gott. Wurzeln? Also ich bin Bayer, aber das hört man kaum. Ja, Frank vielleicht so. Nein. Nein, also absolut reines Hochdeutsch. Nein, also ich bin Bayer. Mhm. Ja, bin aber dann eigentlich aus Bayern raus zum Studium. Mhm. Ich habe in Trier studiert, in England, in Amerika das erste Mal promoviert und das zweite Mal in England wieder. Moment. Du bist Professor Dr. Michael Gerlich. Ja, aber das ist nicht so wichtig. Naja, wenn man... Guck, ich meine, Hm. ich sage immer, ich habe 2 Mal promoviert. Am liebsten hätte ich 5 Mal promoviert. Ja. Weil das Research, das ich mache, je älter man wird und je besser man Dinge versteht man, dass es nicht so, wie wir Menschen alles immer so eng kategorisieren, so was weiß ich, keine Ahnung, jetzt wenn du in Wirtschaft bist, Marketing oder irgendwas anderes.
sondern dass eigentlich alles zusammenspielt. Ja, da kommt die Psychologie rein, da kommt Soziologie rein, da kommt Sozialwissenschaften mit rein, da kommt unter Umständen sogar Physik mit rein, Mathematik, und irgendwie ist ja alles miteinander verbunden, und über die Quantenphysik jetzt, also über die momentan sich entwickelt, sehen wir noch viel mehr, wie Dinge miteinander verbunden sind. Und darum sage ich, zweimal promoviert ist eigentlich nichts. Also genau genommen. Darf ich dem, entschuldige bitte, aber widersprechen? Man muss ja auch für die akademische Arbeit und gerade eben die Forschungsarbeit, aus der ja dann die Dissertation entsteht, gemacht sein. Ja. Ich habe eine Masterarbeit geschrieben und die hätte mich fast umgebracht. Insofern ist das auch, wenn man den Aufwand kennt, der alleine hinter einer Bachelorarbeit steht, der hinter einer Masterarbeit steht, der hinter einer Dissertation steht, an deren Ende dann letztendlich die Promovierung ist. Das ist unglaublich, was dahinter. Also Zeit, Schreiben, allein das Handwerkliche mit allem, was dazu gehört, das Regelwerk, das dahinter steht. Nein, Herr Gerlich, da haben Sie ein Komma falsch gesetzt. Das gefällt uns nicht. Ja, das kenne ich. Das ist, aber ist das nicht ein bisschen anders, wenn du Dissertation schreibst? Weil ich finde, nein. ist nicht, okay. Nein. Aber warte mal ganz kurz, bevor wir da jetzt weiter einsteigen, das ist wahnsinnig interessant. Bayern wo? Also geboren in Augsburg, aufgewachsen in München. Ich wollte gerade sagen, da ist ein bisschen was Nordbayern, so ein bisschen dabei. Ja. Wenn du so willst. Ja. Ich höre das nicht. Keine Ahnung. Hast du es nicht gehört? Ja, weil ich Hochdeutsch spreche. Ja. Ja, man hört den Einschlag so, wie man bei mir den norddeutschen Einschlag hört. Aber bei mir ist ja immer noch der Mix meiner Mutter, der berühmten Oma Siggi drin. Die kam aus Franken. Die kam aus Nürnberg. Ja, ich weiß schon. Also wir, soll man sagen, wir Zentralbayern sehen die Franken nicht unbedingt so als Bayern. Nein, die Franken sehen sich ja auch nicht. Also von daher. Nein, das ist gut. So, und dann bist du studieren gegangen in Trier? Ja, freilich, da habe ich meine Frau kennengelernt. Ja, super. Ja, ist die aus Trier? Ja, genau, die ist aus Trier, ist in Trier geboren. Ja. Und aufgewachsen, und dann hat sie mich kennengelernt, und das war das Ende. Und dann sind wir ganz schnell ins Ausland gegangen. Und von da waren wir dann 25 Jahre im Ausland und wollten eigentlich für 2 Jahre gehen, aber weißt du, wie das so ist. Ja. Und ihr seid ins Ausland gegangen, weil du jetzt für dich oder deine Frau für sich die besseren Studienmöglichkeiten gesehen habt, oder habt ihr gesagt, ich muss raus hier? Ihr werdet wahnsinnig. Ja, das war eher das erste. Wir haben uns in der Bank kennengelernt, wir haben beide Bankausbildung gemacht, und dann nach dem Studium bin ich in die Bank gegangen, ins Firmenkundengeschäft. Und die Andrea, wir waren zusammen erst in der Dresdner Bank. Ich bin dann ins Beratungswesen übergewechselt, die Andrea ist nur in der Bank geblieben. Aber die Banken, in denen wir waren, die gibt es ja alle nicht mehr. Ja, das ist so irgendwie... Ihr müsst aufpassen, überall, wo ich war, die verschwinden. Alles, wo ich war. Alle Banken. Ja, nicht nur Banken, sondern ich habe einen Präsidenten beraten, der war da nicht mehr. Premierminister, der war nicht mehr. Den ersten Wirtschaftsminister in Aserbaidschan, den ich beraten habe, der ist im Gefängnis gelandet. Und so, also ihr müsst aufpassen. Ja, das ist ja auch das ist aber auch ein Zeugnis, ne? Das ist ja auch, ne? Also man spricht ja, Angie, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber von der Gerlich-Schneise. Ne? Ne? So, ne? Das ist relativ, das ist ganz hübsch, ne? Da gibt's auch große Untersuchungen dazu. Ja. Also du hast Bankkaufmann gelernt, dann hast du, lass mich raten, BWL studiert. Ja, freilich. Guck mal. Das Studium war BWL, genau. Das erste Studium, wenn sich das anhört. Und dann seid ihr, was war nach Trier? Für diejenigen, die Trier nicht kennen, es ist eine historische Stadt, sondersgleichen, aber die sind auch bei Karl dem Großen so ein bisschen hängen geblieben, kann man das so sagen? Oh, das ist ganz schwer zu sagen. Ja. Das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, wenn du in Augsburg geboren bist, dann streitest du dich, wer die älteste Stadt Deutschlands ist, wegen der Siedlung, und das Trier, die sind die ältesten, und dann sagt Augsburg.
Aber wir haben da noch irgendwelche römischen Steine irgendwo im Boden gefunden, die können noch älter sein. Das ist so das Einzige. Was für mich immer faszinierend mit Trier war, ist die Nähe zu Luxemburg. Ja, das stimmt. Das war halt total gut. Also zu Luxemburg und dann auch also insgesamt Benelux die Nähe. Ne? Ja, nee, aber Luxemburg war halt toll. Du bist zum Tanken über die Grenze gefahren, war billiger und du hast gleich mehr so einen französischen Einschlag gehabt im Supermarkt. Ja. Das war schon toll. Nee, also Trier war toll. Kam dorthin, weil ich European Business studiert habe und es gab es damals nur in 3 Stellen. Und eine davon war eben Trier, das war so ein Elite-Studiengang. Was studiert man, wenn man European Business studiert? Ja, also erstmal hast du viel mehr Studienfächer in Englisch, also wo unterrichtet wird. Das, was heute ja normal ist. So gang und gäbe ist, also auch in der Schweiz mittlerweile. Zum Beispiel HSLU bietet jetzt ja auch seit einem Jahr oder was einen englischen Studiengang an, also in englischer Sprache. Aber das war zu der Zeit, jetzt bin ich 35, also vor ein paar also vor ein paar Jahren. 10 Jahren. War das es waren völlig andere Zeiten, 2015, völlig andere Zeiten. Ja. Nein, aber das war damals einfach nicht so. Ja. Das war das Erste und wir hatten auch dann in diesem Studiengang Kooperationsuniversitäten in Frankreich, England, Spanien und dann hast du da Semester dort mit verbracht, hast dort mit studiert. Also es war einfach, und es war ein bisschen mehr ausgelegt auf europäische Themen, also EU-Themen auch. Also wirtschaftspolitisch, geopolitisch oder? Und Wirtschaft, ja. Ja. Auch Wirtschaft, okay. ja. Und ich hatte dann auch mal das Glück, ich konnte in Brüssel beim Büro des Freistaats Bayern ein Praktikum machen. Fix. Ja, das ist abprallert. Nee, das war echt gut. Das war total spannend. Da war ich dann, ich weiß nicht wie lange, ein paar Monate in Brüssel auch. Also ich bin relativ früh für damals rumgekommen. Ja. Also es war damals nicht so, dass du so locker im Ausland studieren konntest. Ja. Das war, wie gesagt, vor 3 Jahren war das noch schwieriger als heute. Ja. Und und Trier bin ich halt, wäre ich normal nie hingekommen. Ja. Wie kommst du aus Bayern nach Trier? Und das war halt über den Studiengang. Und habe dann während dem Studium schon gearbeitet, auch bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und bin danach dann aber in die Bank gegangen. Und das war dann, als ich meine Frau glücklicherweise getroffen habe. Ja. Aber das heißt super. Ja. Sie war im Wertpapiergeschäft, ich Firmenkundenbetreuung. Und dann haben wir uns kennengelernt. Sie war richtig best aussehende Frau, weit und breit. Und ja, da lachst du, das stimmt. Und ich hatte in Aktien so angelegt, so ganz exotische Papiere und bin dann zu ihr gegangen und habe gesagt, du, ich bräuchte mal die neuen Werte und musste erst mal suchen gehen, weil gab es nicht so einfach. Ja, war ganz nett. Ja, und dann habe ich sie zum Kaffee hoch eingeladen, weil Firmenkundenbetreuung war eine Etage höher. Und ja, da haben wir uns dann kennengelernt. Gut war's. Also von Anfang an klar gewesen. Freilich, ja. Und ich bereue es nicht. Ich hoffe, sie bereut es auch nicht. Das ist schön, das ist eine schöne Aussage. Ganz ehrlich, Andrea heißt sie. Lieber Andrea, er bereut es nicht. Ne? Ich meine, das ist doch klasse. Das ist doch mal das Mindestziel. Nein, das ist nicht das Mindestziel. Das ist das Absolute. Wenn du dann 2,5 Jahre verheiratet bist und sagst dann eben wegen 35, dass du nicht bereust. Genau, ist das super. Ja. Nein, das ist fantastisch. Also, dann wart ihr in Trier. Lustig finde ich ja auch, also einige Freunde von mir haben zwar nicht in Trier, aber in der Nachbarschaft studiert, in Aachen. Ja, ist nicht so weit weg. Ne? Und dass ich dann, und wir reden hier von den 80ern und 90ern des letzten Jahrtausends. Ehrlich? Ja, dass ich... Die noch? Die leben, die leben noch, ja. Und dass sich das so ein ganz klein bisschen da im äußersten Westen des Landes konzentriert hat. Ne? Auf der einen Seite die European Business School in Trier, die wahnsinnig bekannt gewesen ist. Und dann die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule in Aachen. Also eine der großartigsten Schulen für Universitäten für Maschinenbau. Ja, ja, stimmt. Und da habe ich mal eine Vorlesung mitgemacht. Ja, Strömungslehre. Ja, also ich muss ehrlich zugeben, so Physik und so, ich hätte Kosmologie wahnsinnig gerne studiert, aber Mathe und Physik, wie gesagt, zur damaligen Zeit ist noch ein bisschen anders unterrichtet worden und das ist nicht meins. Also ich bin da ein bisschen schwach auf der Brust. Meine Tochter studiert jetzt Nanowissenschaften am Lehrstuhl für Physik in Hamburg. Cool. Meine Älteste.
Und das ist auch ganz spannend, wenn sie mir davon erzählt. Also das ist relativ weit außerhalb meiner Talente. Leidenschaften und auch meiner Interessen. Ich sage, ja gut, dann Kind, dann erzähl halt. Nein. Ja, aber guck mal, da haben wir jetzt KI, das ist so mein Research-Gebiet und die hilft dann. Also ich muss sagen, mich interessiert das schon sehr, der ganze Bereich, auch vor allen Dingen um Verbindungen zu sehen zu anderen Gebieten und gerade die ganze Quantenphysik, der ich ja eigentlich von meinem geistigen Niveau her nichts anfangen kann, meine Erfahrung, aber da hilft dann generative KI durchaus, die Sachen zu erklären, dass du Sachen ein bisschen besser verstehst. Finde ich nicht schlecht. Können wir vielleicht nachher nochmal, vielleicht ist das ein ganz, ganz extra Podcast, den wir, weil das ist ein Thema, mit dem ich mich natürlich aufgrund meiner beruflichen Historie auch beschäftige, dass ich aber weniger aufgeregt sehe als der Rest der Welt. Weil ich das ja alles schon mal mitgemacht habe in den verschiedensten Ausformulierungen. Ne? Also von Desktop Publishing über Local Area Networks und Multimedia und Smart und Mobile Computing. Das ist ja im Prinzip alles das Gleiche. Und mit Mustererkennung haben wir schon in Mitte der 90er. Meine Bauchschmerzen kommen. Nein. Wie gesagt, das ist, glaube ich, aber ich verstehe, was du sagen willst. Ne? Also für alle, die zulassen, wir reden über künstliche Intelligenz. Wir reden über künstliche Intelligenz und wir reden ganz sicherlich, was kann künstliche Intelligenz? Viel. Am Ende des Tages ist es ja ein Werkzeug. Sollte es sein. Sollte es sein und damit muss man umgehen können. Ja, aber das ist genau das Problem, dass es immer ein Werkzeug sein sollte und für viele nicht ist. Und das ist da, wo meine Studien auch hingehen. Genau. Wo ich jetzt dann auch gerade wieder in Dubai und Abu Dhabi auf der Bühne war und diskutiert habe. Also ich gebe dir recht, es sollte es sein, aber naja, reden wir ein andermal drüber. Da reden wir. Also, ihr aus Trier raus, weil ihr gesagt habt, so, wir gehen jetzt aus Trier weg, über den Limes und dann seid ihr gegangen, wohin? Ja, wir sind in Kirgisistan gelandet. Ich musste vorher noch sagen, dass ich ich hatte schon an der Fachhochschule in Trier unterrichtet und an der Bankakademie, das ist jetzt die Frankfurt School of Finance. Ja. Wie bist du ins Unterrichten gekommen? Wie? Ja. Oder weißt du, wie? Ja. Ja, wie? Es war einfach so, dass ich zu den Professoren Kontakt hatte, gut war und die halt Interesse hatten, junge Nachwuchs, Professoren sind es ja nicht, sind eher, also im Englischen sagt man Lecturer, wie sagt man da im Deutschen? Nachwuchs, Dozierende. Dozenten, nennen wir sie Dozenten. Genau, Dozenten bekommen. Ja. Und so kam ich quasi rein. Ja. Und hatte aber an der Bankakademie, eben weil ich im Bankenwesen war, dann auch unterrichtet gehabt. Und so kam ich überhaupt ins Ausland, weil ich zu dem Zeitpunkt an der Bankakademie International Banking unterrichtet habe, in einem ganz neuen Pilotprojekt, so ein Banken-MBA. Das war nagelniegelneu. Und ich habe das in englischer Sprache unterrichtet. Und man hatte für China jemanden gesucht, der International Banking unterrichten könnte, an der einzigen Bankenhochschule in China. Und da kam er auf mich zu und dann habe ich gesagt, naja, weiß nicht, kann man immer mal sich anhören. Und dann haben die meinen CV gesehen und dann hat man mir noch Kirgisistan, Mongolei angeboten, als Berater rauszugehen. Und haben uns überlegt, naja, so Andrea und ich waren ja schon zusammen. Ja, China ist vielleicht nicht so toll, hatten auch einen Hund und wie gesagt, vor ein paar Jahren war das noch ein bisschen schwieriger. Was machst du als sozusagen mitreisender Blumentopf, wenn du keinen Job hast, mitten in China mit einem Hund, wo du eigentlich keinen haben konntest und so. Haben wir uns dann für Kirgisistan entschieden. So sind wir dann quasi über Nacht. Also der Hund hat entschieden, ihr geht auf Kirgisistan. Ja, nicht ganz der Hund, das haben wir schon als Familie gemacht. Ja. Der Hund hat wahrscheinlich gedacht an sowas, China, seid ihr verrückt oder was? Ja. Was habt ihr gegen mich? Die kochen mich. Ja, genau, das war die Notration. Ganz schäbiger Scherz. Ganz schäbiger Scherz. Nein, komm, das ist, wir haben 2025, das dürfen wir nicht mehr. Ja. War es ein Hund oder eine Hündin? Müssen wir auch drauf achten. Es war ein Rüde. Ein Rüde, genau. Guck mal, so wunderbar, haben wir das geklärt. Also, Kirgisistan. Sind wir nach Kirgisistan gekommen. Hauptstadt von Kirgisistan? Bischkek. Ja, stimmt, Bischkek. Hätte ich nicht gewusst. Bischkek. Und das war eine Zeit, so da sind wir gelandet. Und da konntest du nicht raustelefonieren direkt. Du musstest über einen Operator gehen. Ja. Ja, nur der konnte nur Russisch. Wir konnten kein Russisch. Das heißt, wir sind angekommen und konnten für eine
Woche konnten unsere Eltern keine Nachricht von uns gekriegt. Wir sind damals, und es war nur faszinierend, wir sind mit Kyrgyz Air rausgeflogen ab Frankfurt und wir sind mit einer Tupolev, mit einer Tu-154 geflogen. Und weshalb sind wir mit denen? Weil die als einzige den Direktflug gemacht haben, wo der Hund mit könnte. Ansonsten gab es nur mit Turkish Airlines, aber da haben wir schon gehört, da könnte es Probleme geben, dann mit dem Hund wechseln. Und nachdem die keinen beheizten Lagerraum haben unten, kommt der Hund mit ins Flugzeug. Ja. Jetzt pass auf. Ja, Das war aber nicht das einzige lebende Tier, was in dem Flugzeug war, oder? Ja, es kommt darauf an, wie du Menschen einschätzt. Nein. Nein, aber in dem Flieger ja. Zu der Zeit war zum Beispiel der deutsche Botschafter, als der ausgereist ist, der hatte 3 Hunde, wir waren seine 3 Hunde mit dem Flugzeug, also in der Kabine mit drin. Aber das Faszinierende war, wir hatten einen Dobermann, 78 Zentimeter Schulterhöhe, ziemlich hoch, ja. Vater war World Champion, so ein richtiger, sag mal schon. Ein schöner Hund. Sah toll aus, aber war natürlich auch imposant von seiner Größe her. Ja. Und Dobermann sind jetzt nicht so der klassische Kuschelhund, wo jeder sagt. Und hat uns jemand in Empfang genommen vom Kyrgyz Airways und ging mit uns mit dem Hund an der Leine durch Security durch. Leute in Security gesagt, stopp, hier können Sie nicht durch, mit dem Hund geht nicht. Doch, das geht schon. Jetzt sind wir zu Fuß ins Flugzeug gegangen, weil ging ja nicht mit dem Bus und so. Und dann war der Hund mit uns im Flieger. Als wir angekommen sind. Und zu der Zeit, das hat uns kein Mensch gesagt, dass auf dem Ticket die Flugzeiten, die Ankunftszeit auf Moskau-Zeit ist. Und wir haben dann gesagt, dass sie uns abholen, irgendwie in der Früh um 2. Aber das war Moskau-Zeit, kein Mensch war da. Jetzt kommst du in einem Land an, sprichst die Sprache nicht. Der Hund wacht langsam auf, weil der hat ja doch ein bisschen Beruhigungsmittel gekriegt. Die Andrea hat ja auch ein bisschen Flugangst, die ist auch aufgewacht von ihrem Beruhigungsmittel und dann stehst du dann da bei minus, weiß ich nicht, 18 Grad oder was wir hatten. Wir sind im Februar da angekommen oder minus 20 Grad. Ja, und dann habe ich gesagt, konnten wir nicht für eine Woche quasi, wussten unsere Eltern nicht, was mit uns los ist, weil konnten sie nicht verständigen. Aber wie haben das denn gemacht? Sind ihr abgeholt worden? Haben ihr das Taxi organisiert mit Hand und Fuß? Ja, das war damals, also weil ich zu dem Zeitpunkt an der Akademie des Präsidenten unterrichtet habe, dann eine Professur, hatte in einem MBA und in einem MPA, also Master of Public Administration und Business Administration. Und die haben da jemanden geschickt, aber das ist halt lokal. Ja? Die war zwar schon mit verbunden mit der Botschaft, aber es hat die zu dem Zeitpunkt relativ wenig interessiert gehabt. Und da waren auch die Leute alle irgendwie im Urlaub. Es hat, wie gesagt, eine Woche gedauert, bis wir es dann geschafft haben, über die Botschaft eine Nachricht zu versenden. Uns gibt es noch. Von welchem Jahr reden wir hier? Ja, jetzt bringst du mich wieder in Verlegenheit. 2017. Ja, nein, aber das ist ja interessant. 1997. Okay, gut, also Sowjetunion war vorbei, klar, ist postsowjetisch. Ja. Aber halt. Gut, 97 in Kirgisistan, das ist eine Ansage. Ja, und das war auch. Und das Tolle war, wir hatten da 10 Tafeln Milka-Schokolade dabei. Ja. Und sonst nicht. Supermärkte gab es keine. Ja. Es gab nur einen Bazar. Und auf dem Bazar konntest du Kohl, Karotten, Kartoffeln kaufen. Ja, was machst du, wenn du nichts zu kochen hast? Ein Restaurant gab es auch keine. Und haben uns eine Woche von Fladenbrot, das konnten wir kaufen, und Schokolade ernährt. Sehr gut. Bis uns dann zu freuen. Also bis dahin haben wir dann ein paar Leute kennengelernt und so ein österreichisches Ehepaar hat uns dann mal nach einer Woche zum Essen eingeladen und da waren wir echt happy. Also kein Supermarkt, nichts? Nein, gab es zu der Kein Zeit Restaurant? nicht. Nein, gab es nicht. Es wurde dann so, als wir dann angekommen sind, ein paar Monate später, hat das erste Restaurant eröffnet und dann, glaube ich, ein Jahr später kamen die ersten 2 Supermärkte. Es gab nur ein Bazar und im Winter gab es halt nichts. Ja? Also du konntest nichts. Das ist unvorstellbar, 1997. Ja, und da musstest du Sachen einmachen oder so. Ja. Aber was machst du, wenn du im Land landest? Da hast nichts Eingemachtes, da hast nichts Eingefrorenes, da hast gar nichts. Das ist alles Selbstversorgung. Und wenn du dann halt Selbstversorgung betreiben musst aus dem Koffer und dem Handgepäck, das du bei dir hast, dann wird es ein bisschen irgendwann eng. Dann muss man halt auf die Schokoladendiät ausweichen. Ja, und die war echt gut. Ja, sicher. Mit dem Fladenbrot auch gerade. Ja, nee, du bist nicht schlecht. Du. Das glaube ich, dass das fein ist. Das würde ich also auch essen. Ja.
Ja, wunderbar. So, also Kirgisistan. 1997 Kirgisistan. Ja. Es ist 1997. Dann seid ihr von Kirgisistan Also ich habe erstmal in Kirgisistan bin ich dann quasi zur GTZ übergewechselt. Das ist die Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit. Die heißt jetzt GIZ. Und bin in das Wirtschaftsförderprojekt reingekommen. Also noch in Kirgisistan? Ja, genau. Okay. Bin dann also unter dem Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Kooperation, das ist ein deutsches Ministerium, dann dort in dieses Projekt reingekommen, habe dann die Leitung übernommen und bin dann aufgestiegen dort zum Berater des Premierministers damals für Wirtschaftsentwicklung. Aber nicht, weil die Bundesregierung das wollte, sondern weil die kirgisische Seite das wollte. Ja. Weil da war ich noch recht jung. Also nicht jetzt so, wie ich meine, aber tatsächlich recht jung. War ich wirklich sehr jung und hätte mir eigentlich keiner gedacht. Ja, war eine faszinierende Zeit, weil dort habe ich dann auch Ernst Albrecht, ehemaliger Ministerpräsident von Niedersachsen, kennengelernt. Der kam uns einmal im Monat vorbei. Und Vater der heutigen Präsidentin des Europäischen Parlaments, genau. Ursula von der Leyen, ne? Genau. Das Röschen. Ah, okay. Und Karl Hahn, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Siemens. Volkswagen. Volkswagen? Ja, von Volkswagen. Volkswagen. Und die zwei waren sogenannte Seniorberater vom Präsidenten. War eine spannende Zeit. In Kirgisistan? In Kirgisistan, ja, genau. Was ist so der Interessenspunkt in Kirgisistan? Ja, eigentlich nur Entwicklungszusammenarbeit. Also keine politischen Interessen wirklich. Weil, du musst dir vorstellen, das ist so ein landlocked Gebirgsland, ein kleines, dem die Wirtschaft durch die Sowjetunion total zunichte gemacht wurde. Ja. Da wurden Torpedos gebaut und dann so 200 Kilometer zum Issyk-Kul-See gebracht und dort getestet. Eine Riesenfabrik in Bischkek, die Kalaschnikows hergestellt hat. Oder unten in Osch, das ist im Süden Kirgisistan, an der Grenze zu Usbekistan, haben die dann Baumwolle weiterverarbeitet in Werken mit 100.000 Mitarbeitern. Also das nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war das alles nutzlos. Das war sofort systemische Arbeitslosigkeit, weil damit kannst du ja nicht wiederbeleben. Da gab es ja keinen normalen Zweck dafür. Und das heißt, das Land hat wirtschaftlich, war nie von Interesse. Aber es war halt ein postsowjetisches Land und da wollte man natürlich auch mit unterstützen, zusammenarbeiten. Und das war okay. Ob es was gebracht hat? Ja, auf lange Sicht gesehen schon, denke ich. Ne? Also wenn du viele, also es kommt ganz auf den Standard an, mit dem wir messen. Aber das, was die verschiedenen Entwicklungsgesellschaften, entweder Wirtschaftsentwicklung oder politische Entwicklungsgesellschaften getan haben in den ehemaligen Sowjetrepubliken, hat schon dazu beigetragen, dass sich die Länder viel besser entwickelt haben, als sie es hätten können. Also wenn du das anschaust. Also ich bin ein bisschen kritisch, ja, ich muss es ehrlich sagen. Ich war ja dann auch später, jetzt hüpfen wir, ich war auch in Afghanistan, aber für die KfW. Und ich meine, wenn ich da sehe, dass als wir alle das Land verlassen haben und wir noch nicht mal unsere nationalen Arbeitskräfte mitgenommen haben, obwohl wir genau wussten, dass die Taliban retaliaten, also in irgendeiner Art und Weise bestrafen werden, haben wir ihnen gesagt, nee, komm, wir geben euch eine Ausbildung, ihr könnt da bleiben. Die Amerikaner haben wenigstens und die Engländer ihre zivilen Mitarbeiter mitgenommen, während wir sie zurückgelassen haben. Was haben die Taliban als erstes gemacht? Haben all die umgebracht, die mit westlichem Militär oder mit westlichen Organisationen gearbeitet haben. Ja, also ich bin ein bisschen kritischer als du, vor allen Dingen, wenn ich mir angucke, wo wir jetzt die letzten 50 Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit weltweit, was da an Milliarden reinging und was hat sich tatsächlich verändert. Ist ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also das ist auch das, was einer von meinen besten Freunden sagt, wo im Moment ist er in New York postiert, wo er arbeitet für das Schweizer Militär in der UN-Friedensmissionen, ist eine Zeit lang im Kongo gewesen. Speziell schwierig, sehr schwierig. Sehr schwierig. Und vor allem jetzt auch mit den Entscheidungen von Trump, oder? All die Beiträge runterzukürzen,
Nein, also, es ist... und alle haben das Maul drüber verrührt, oder? Und gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und eben, wenn du dann aber so ein bisschen Geschichten hörst von innen, wo du weißt, ja, ich verstehe, dass du kritisch bist. Ja. Nee, ich habe ja viele Jahre auch für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit letztendlich gearbeitet. Bei der GDZ war ja dann Kirgisistan, dann Usbekistan, dann Aserbaidschan. Ich war ja viele Jahre mit dabei und habe ja da auch Karriere gemacht im Endeffekt. Aber ich muss immer sagen, die Nachhaltigkeit, wovon wir reden, was bringt das letztendlich? Das ist halt, es hat halt nicht diesen Effekt, den wir uns immer gewünscht hätten gerne. Ja? Und auch wenn wir, sagen wir jetzt als Deutschland oder auch die Schweiz ja das unpolitisch machen, Amerika hat ja immer die Entwicklungszusammenarbeit mit ihrer Außenpolitik verbunden und hat ja immer mit als Druckmittel verwendet. Aber letztendlich, wie gesagt, wenn wir nur mal gucken, was auf dem afrikanischen Kontinent an Geld investiert wurde in, sagen wir mal, 50 Jahren Entwicklungszusammenarbeit und was davon ist tatsächlich, führte zu einer nachhaltigen Veränderung. Und das ist halt schade, ja. Es ist halt leider nicht so viel gekommen. Ja. Es hat nicht das gebracht, was man sich wünscht. Aber naja. Aber ich finde... Warte mal ganz kurz. Ich sitze die ganze Zeit schon auf etwas. Also, zwischen, auf jeden Fall in meiner Denkweise, ne? Also zwischen einem Kirgisistan, zwischen einer ehemaligen Sowjetrepublik und Afghanistan ist auch nochmal ein ganz, ganz großer Unterschied in meinen Augen und ist auch nochmal ein ganz, ganz großer Faktor, der auf der einen Seite vorhanden ist, du hast die Taliban erwähnt, und auf der anderen Seite nicht, nämlich das ist das gesamte Thema Religion, über die wir einen eigenen Podcast machen können und da natürlich letztendlich dann auch gegen bestimmte Dinge, die den Dogmen der Religion widersprechen, gegengesteuert wird, mit rabiaten Maßnahmen teilweise auch. Ne? Also das ist nochmal für mich so ein bisschen unterschiedlich. Aber die Frage ist natürlich auch, wenn diese Entwicklungshilfe, und Entwicklungshilfe hört sich immer so ein bisschen komisch an, aber die Entwicklungsarbeit, sagen wir das mal so, ne? Auf welcher Ebene auch immer, wenn diese nicht stattgefunden hätte, und Michael, ich gebe dir vollkommen recht, dass die Nachhaltigkeit teilweise zweifelhaft ist, dass die Effekte vielleicht marginal sind, aber was wäre passiert, wenn das nicht gekommen wäre? Ja, das gebe ich dir recht, aber das sind immer Dinge, das ist immer schwierig, über was zu diskutieren. Was wäre, wenn? Das ist schwer. Ich kann halt nur, ich gebe dir das klassische Beispiel. In Kirgisistan, Premierminister beraten, wie gesagt, wirtschaftlich wenig da. Du kannst das Land eigentlich nur beleben durch ausländische Investitionen. Kannst du versuchen, irgendjemanden ins Land zu bringen, der Arbeitsplätze schaffen kann, sei es durch eine Industrie und dergleichen. Also haben wir so ein spezielles Gremium, Investitionsfördergremium gegründet, haben dann auch ein Gesetz, ein Auslandsinvestitionsfördergesetz verabschiedet, ist dann auch umgesetzt worden. Es sind Investoren gekommen und dann kam die Weltbank, einer aus Washington, und hat gesagt, hat dann gezwungen, dass man dieses Auslandsinvestitionsfördergesetz wieder abschafft, weil erstens mal werden jetzt ausländische Investoren gegenüber lokalen Investoren bevorzugt und man hätte doch da jetzt Steuervorteile gegeben, das hätte man in das Steuergesetz schreiben müssen und nicht in ein separates Gesetz. Wie es der Zufall will, 3 Monate später treffe ich den auf einem Empfang in Bischkek. Die Person redet mit ihm und sagt, sag mal, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Ist tatsächlich abgeschaffen worden, Investoren sind wieder gegangen. Und dann hat er mir das erzählt und hat gesagt, ja, hätte man ja normalerweise ein anderes Gesetz reinmachen müssen. Ich sage, okay, habt ihr das denn dann gemacht? Habe ich ihn gefragt. Sagt, nö. Habe ich gesagt, ja, ihr versteht überhaupt nicht, was vor Ort passiert und das viele in der Entwicklungszusammenarbeit. Wenn dann Politik reinkommt oder Akademiker reinkommt, wo man eine Wunderwelt gerne hätte, wo ich dann sage, Leute, ihr habt ja keine Ahnung, wie viel Schaden auch angerichtet wird. Ja, da passiert so viel in der Entwicklungszusammenarbeit. Ich will nicht sagen, da gibt es ganz tolle Projekte, die wirklich auch Impact haben. Also gar keine Frage, insbesondere wenn es auch um Kinder geht oder Frauenentwicklung geht, Möglichkeiten für Frauen in unterschiedlichen Kontinenten. Also da ist Wahnsinnsarbeit. Auch manchmal in der Landwirtschaft gibt es tolle Projekte. Aber wenn ich so im Allen gucke, so ganz im Großen drüber gucke, dann ist es für mich sehr frustrierend, weil da ist ja ein wahnsinniger Wettbewerb, ein Ego-Tanz auch zwischen den Gebern und zwischen den Regierungen. Und da wird letztendlich so viel kaputt gemacht, was ich dann
was ich schade finde. Das war mit einer der Gründe, weshalb ich den ganzen Bereich auch verlassen habe. Und mir gesagt habe, ich in meiner Arbeit möchte ja einen positiven Impact haben. Ich möchte also eine positive Wirkung haben. Irgendwas Blödsinniges zu machen, nö, das kann ich nicht. Also ich verstehe das total. Und ich bin auch für gezielte Entwicklungsarbeit und Förderungsmaßnahmen. Aber es ist für mich ganz ein simples Beispiel. Aus Papua-Neuguinea, wo ich jetzt war. Wir haben offensichtlich ein Problem mit der Schildkrötenpopulation im Meer. Das ist einfach so. Das haben wir auch in Papua-Neuguinea. Und ich war unter anderem zuständig gewesen, es war Schildkrötenbrutsaison, also das heisst, die Schildkröten sind auf ihre Insel, haben dort Eier gelegt. Eine Schildkröte leitet zwischen 2 und 3 Mal Nester. Und das Problem, ist, dass die Einheimischen A, die Schildkröten zwischendurch fangen und essen und B, die Eier essen. Und ich hatte eine Situation, wo ich am Morgen ganz früh mit meiner Nightshift vom Personal auf die Insel gegangen bin. Wir haben ein Nest gefunden und der Henry, ein ganz herziger, lokaler, wir haben gegraben und er hat ein Ei verletzt. Also das Ei ist kaputt gegangen beim Buddeln. Und was er dann gemacht hat, er hat mir das gezeigt und dann hat er aber hat er eigentlich das Ei abgeschluckt und so gegessen. Aber es war schon kaputt gewesen. Und ich schaue ihn so an und ich denke so, ui nein, wie grusig. Weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass man Schildkröten-Eier isst. Und in der zweiten Sekunde hat er den völligen Panikmodus gehabt. Und hat sich entschuldigt bei mir und gemacht und gesagt, nein, du darfst das niemandem erzählen und nein und du darfst das nicht denen auf der Insel erzählen und bla 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 bla. Und dann habe ich ihn angeschaut und gesagt, Henry, ja, du musst dir keine Sorgen machen. Ich verstehe dich. Es ist deine Kultur, es ist dein Hintergrund. Ihr habt das die letzten, keine Ahnung wie viele 100 oder 1000 Jahre lang gemacht. Wer bin ich, dass ich komme und dich anklagen? Das Einzige, was ich mache, ist dir sagen, hey, look, wir haben das Problem im Meer. Wir müssen zu diesen Tieren schauen. Wir protecten die Tiere, weil es einfach wichtig ist. Und Ozean und Klima, das ist ein ganz anderes Thema. Aber wer bin ich, dass ich dich verurteilen für das? Und ich glaube, das sind allgemeine Sachen mit Entwicklungsarbeit und mit Förderarbeit. Oder? Wir westlichen Leute, und das ist das, was mich manchmal wirklich stört, wir haben das Gefühl, wir sind über so viele Sachen erhaben. Weltpolitisch, wirtschaftspolitisch, geopolitisch, wir wissen alles. Wobei man da auch noch Unterschiede machen muss. Zum Beispiel die Schweizer Zusammenarbeit ist sehr kooperativ. Ja. Also auch die Deutsche im Vergleich sehr. Ja. Da gibt es andere Länder, wie gesagt, die das als politisches Machtinstrument auch nutzen. Das finde ich nicht gut. Ja. Oder dann auch die Politiken richtig beeinflussen wollen. Ja. Also man darf ja nicht alles in einen Topf reinwerfen. Nein. Nur für mich. Ich gebe dir vollkommen recht. Aber es ist einfach, oder man muss doch Kultur und den kulturellen Hintergrund und Mentalität der Menschen verstehen. Und ich habe manchmal das Gefühl, das ist das, was einfach null berücksichtigt wird. Ja, es war zum Beispiel so, dass wir in der Bundesregierung hat man immer versucht, die deutsche Demokratievorstellung zu verkaufen. So müsste es sein. Und da bin ich auch schon hingegangen und gesagt, guck mal, wenn ihr euch die zentralasiatischen Staaten anschaut, ich glaube nicht, dass unser Modell das passende ist. Guckt mal lieber rüber in die Vereinigten Arabischen Emirate. Da hat sich ein ganz anderes System entwickelt, weil heute hat man da mehr oder weniger einen Sozialstaat aufgebaut, aber zu Beginn hat man ja auch erst mal genommen und bis dann irgendwann mal der 10. Rolls-Royce da war und alles in Gold war, der letzte Wasserhahn in Gold war, dann kam auch die Erkenntnis, Mensch, ich müsste vielleicht der Bevölkerung was zurückgeben, weil sonst passiert mir was. Und heute ist ein richtiger Sozialstaat entwickelt. Das ist ein anderes System und da sind wir manchmal halt auch ein bisschen dominant, sage ich mal, in so einer Entwicklungszusammenarbeit. Hat man auch eine gewisse Dominanz, aber wie gesagt, Deutschland, Schweiz sowieso nicht. Also sind da sehr viel kooperativer als manche andere Länder. Nur generell, wenn man mal wirklich zusammenrechnet,
was da an Geld rausging. Und manche Länder haben da eben Eigeninteressen auch damit verbunden. Da können dann wieder nur die Gelder an entsprechende Unternehmen im eigenen Land vergeben werden. Da habe ich auch mehr Augenwischerei gemacht. Aber das war jetzt nicht meine Erfahrung, also nicht in meiner direkten Arbeit und auch nicht mein Arbeitgeber. Das ist es nicht. Aber trotzdem, kommt so eine gewisse Frustration über eine längere Zeit hinweg, wo du dir dann auch sagst, Mensch, nee, also irgendwie würdest du ja schon gerne einen Impact machen. Und wenn du in so einem Bereich arbeitest, dann hat man schon auch mit eine Passion dafür. Und da geht es einfach nicht nur darum, ja, ich mache das mal, ist ja wurscht, ob das einen positiven Einfluss hat oder nicht. Ich kriege ja mein Gehalt bezahlt. Da kommt dann ein bisschen nur Ideologie auch mit rein. Und da kommt dann irgendwann so ein Realismus, der dann auch kommt, leider, wenn man sich anguckt, heute die Vereinten Nationen. Ich finde die Idee der Vereinten Nationen das Brillanteste überhaupt. Also die Idee ist einfach perfekt. Aber wenn wir dann gucken, wirklich aufgrund ihrer ganzen Instrumente, wie viel Einfluss hat sie denn dann tatsächlich, ja? Mit diesen Vetos, die gemacht werden können. Ja. Und da wird viel diskutiert, aber die Möglichkeiten sind dann doch sehr limitiert. Und das ist schade, weil ich finde, wie gesagt, die Idee der Vereinten Nationen ist für mich gigantisch. Aber jetzt gucke ich mir gerade zu dem Frankie an. Oh ja, der hat studiert. Der ist da. Nein, ich bin eigentlich der gleichen Meinung. Das Wörtchen eigentlich zeigt aber, dass es nicht hundertprozentig so ist. Eigentlich aber? Nein, also Vereinten Nationen, also erstmal, die Vereinten Nationen sind ja auch noch gar nicht so alt, ne? Da dürfen wir ich weiß gar nicht. So. Wann sind die gegründet worden? Keine Ahnung. In den 70ern. Ja, 60er, 70er? Irgendwie sowas um den Dreh. Also es ist nicht jetzt irgendwie eine jahrhundertealte Organisation, ne, sondern ich glaube auch, da müssen die Mannschaften nach wie vor noch zu ihrem Spiel finden. Wir sind aber auch wieder von dem, was du vorhin in der gesamten Entwicklungsarbeit beschrieben hast. Also es kommen sehr, sehr viel persönliche Eitelkeiten und persönlich Menschen, Organisationen starten. Jeder will etwas darstellen, jeder will etwas zeigen. Dann haben wir in den Vereinten Nationen nach wie vor auch mindestens mal eine Zweiklassengesellschaft. Wir haben den Sicherheitsrat und wir haben die Vollversammlung. Und die im Sicherheitsrat sind, da sind diejenigen, die sich dann für ganz, ganz wichtig halten. Da müssen wir ja drin sein, entweder weil sie einen Knopf haben oder viel Geld. Punkt, fertig, aus. Ja. Aber ich habe in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viel mit Agenturen der Vereinten Nationen, also mit der WHO beispielsweise, UNHCR zusammengearbeitet. Immer über die Technologie kommend. Wie können wir Technologie einsetzen, bleiben wir mal bei der WHO, für die Arbeit, die wir hier tun. Die Arbeit im Feld, die wir hier tatsächlich tun. Und sobald du auf einer strategischen Ebene sprichst, macht einen wahnsinnig. Weil eben ganz genau dann aber ich habe hier auch noch was, ich weiß auch noch, im Keller brennt Licht, ich habe es ausgemacht. Aber die Arbeit, die im Feld nochmal bleiben wir bei der WHO, von der WHO gemacht wird, Gesundheitsaufklärung, also der ganze Präventivbereich, dann aber letztendlich auch die gesamte Heilung, die gesamte Pflege, Wissen mit all dem, was dazugehört und eben nicht nur bei den sogenannten HCPs, bei den Healthcare Professionals, sondern auch nein. Wir haben dann vielleicht in einem Landstrich, egal wo, haben wir auf 1000 Kilometer Umkreis haben wir 2 Ärzte. Wir müssen die Bevölkerung ausbilden. Da, also Grassroots, passiert dann wahnsinnig viel. Ja, nee, ich gebe ja vollkommen recht. Und das ist ja auch, wo ich gesagt habe, in der Projektarbeit. Es gibt viele Projekte, die wirklich einen großen Einfluss haben. Und man sieht es dann auch, wenn dann plötzlich Gelder über Nacht gestrichen werden, was für negative Folgen das auch hat, wenn dann solche Projekte eben nicht mehr weitermachen können. Aber wie gesagt, wenn ich mir das im Ganzen angucke, und das ist leider halt nicht so, da ist sehr viel Entwicklungspolitik mit drin, da gibt es Gelder, was unten in den Projekten ist ja manchmal nur ein ganz kleiner Prozentsatz, da geht ja viel Geld auf dem Weg bis nach unten in Administration und so weiter verloren. Und das sage ich einfach, das ist schade, weil, wie du richtig sagst, wir haben Leute in the field, also direkt in der Projektarbeit, die wirklich eine sehr große Passion haben, Tag und Nacht arbeiten,
manchmal, wenn du zum Beispiel UNDP anguckst, wirklich nicht Top-Gehälter haben. Also muss ich echt fragen, du, für dieses Geld so in dem Umfeld. Aber da siehst du einfach die Passion, die machen wahnsinnig viel, aber vieles geht eben kaputt durch die größere Politik, die dahinter steht, wo dann die Nachhaltigkeit dann leider fehlt, weil so ein einzelnes Projekt alleine halt ein Tropfen dann auf dem heißen Stein ist irgendwo und das Gesamtkonzept dann nicht so gut klappt. Es ist eine Sisyphus-Arbeit, aber an vielen Stellen eine notwendige und eine, die ganz, ganz große Ergebnisse dann letztendlich hat. Ne? Also, und wir müssen ja auch überhaupt gar nicht so weit gucken aber wir haben mehrere Themen für mehrere Podcasts noch. Wir müssen gar nicht so weit gucken, United Nations, wir können uns das Europäische Parlament angucken. Da empfehle ich die Arbeiten von Martin Sonneborn zu dem gesamten Thema, dem ehemaligen Chefredakteur der Titanic, der ja eine Partei gegründet hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Michael. Und so. Titanic sagt dir was, ne? Das Satire-Magazin. Und Martin Sonneborn hat eine Partei gegründet, die heißt Die Partei. Und das ist eine Satire-Partei und er ist gewählt worden. Er sitzt zusammen mit, wie heißt er, Michael Semroth, mit 2 Leuten sitzen die im Europäischen Parlament und berichten von dort und halten Reden da. Das ist eine absolute, da fällt dir nichts mehr zu ein. Und sie sagen, natürlich ist Sonneborn ist ein brillanter Kopf und ist in seiner Sprachfähigkeit nahezu unerreicht und ist ganz, ganz bösartig. Ja. Und sagt aber einfach nur die Wahrheit. Ja. Wirklich einfach nur also großartig. Wir müssen gar nicht so weit gucken. Ne? Also überall. Nein, um Gottes Willen gebe ich auch recht, aber auch ich finde die Idee unserer Europäischen Union eine gute Idee. Die Umsetzung ist es meistens. Das ist bei vielen Ideen, die sind gut, aber in der Umsetzung haben wir Schwierigkeiten oder sie scheitern in der Umsetzung. Ja. Und wenn wir jetzt das Ganze mal weltpolitisch uns anschauen, wir waren so gut auf dem Weg, eigentlich alle enger zusammenzukommen und jetzt haben wir die Tendenzen wieder mehr, sich zu dezentralisieren, wieder mehr auf die eigene Nation zu fokussieren. Und ich weiß nicht, ob das wirklich die Lösung ist, weil dadurch ja in der Regel mehr Konflikte entstanden sind. Und von daher sind solche Organisationen sagen wir, der richtige Weg, aber wenn sie nicht funktionieren, dann... Es hängt immer an Personen am Ende des Tages. Du magst das denke ich mir immer so, ne? Also die Instabilität, die wir heute weltpolitisch sehen und die Veränderungen, ob die jetzt links oder rechts oder oben oder unten, ist mir scheißegal, aber die Veränderungen, wo dann viele auch sagen, was passiert denn jetzt gerade, sind initiativ von Einzelpersonen oder einem winzig kleinen Kreis. Das sind ja nicht ganze Länder, die sagen, dann machen wir das so und so, sondern das wird angestachelt dann letztendlich. So, und wenn man schaut, die Zeit, in der ich aufgewachsen bin, in der mir klar wurde, dass es die Welt gibt, also 70er und 80er, da waren Menschen, Politiker, in entscheidenden Positionen, die Krisen vorher alle schon mitgemacht haben. So, und man mochte nehmen wir jetzt einen Helmut Kohl oder nehmen wir einen Giscard d'Estaing oder nehmen wir einen John F. Kennedy oder wen auch immer oder Gerald Ford oder Jimmy Carter oder einen Franz Josef Strauß, ist völlig egal, ob man mit dem übereinstimmt, was die gedacht haben, was die gemacht haben, was sie gesagt haben. Die haben alle darauf geachtet, dass man nicht durchdreht. Dass die Länder untereinander nicht durchdrehen. Freunde, wir müssen alles dafür tun. Wir können uns streiten, wir können uns die Köpfe einhauen mit allem, was dazugehört, aber bleibt von dem Knopf weg. Und darauf haben alle geachtet. Das haben wir alles schon mal mitgemacht. Da liegt einfach kein Segen drauf. Bleibt da weg. So, die haben drauf geachtet. Man muss einen Kohl nicht gemocht haben oder wie auch immer, aber Freunde, machen wir nicht. So, machen wir anders. Und da sind wir heute, glaube ich, an einer ganz, ganz anderen Stelle. Ja, aber wir haben ja gesagt, wir wollen nicht so in die Diskussion gehen, was Technologie angeht, aber wir sehen natürlich auch ganz klar, dass jetzt so Leute, die so eine extreme Idee haben, dank sozialer Medien und auch dann dank der Tools wie künstliche Intelligenz, die dann dir solche Dinge auch immer wieder vorschlägt. Wir sehen eben, wir haben das bei der letzten Bundestagswahl in Deutschland gesehen,
Da hat man auch junge Menschen, also 16-Jährige, interviewt hinterher, wie sie gewählt hätten. Sind ja noch nicht wahlberechtigt. Und man hat aber festgestellt, dass gerade junge Leute entweder extrem links oder extrem rechts wählen würden. Und dann, wenn man mal guckt, dass gerade so auf TikTok oder so, was bekommt denn also auch Bewegung, also wo ist das Interesse da? Und du kannst auf sozialen Medien halt mit einer in der Mitte, mit einer neutralen Aussage, gewinnst du niemanden. Und da gibt es Studien drüber, Sozialwissenschaftler auch gemacht und man sieht halt, dass gerade durch die Nutzung, wenn soziale Medien mehr als Informationsgrundlage genutzt werden, dass da extreme Themen sehr viel mehr Anklang finden. Ja? Und das ist, auch wenn du es für Marketing nutzen willst oder so, und das ist halt das Problem, dass du automatisch, wenn du da mal eine Nachricht, eine Message, die dir vorgelegt wird, wenn du die magst, dann wird automatisch durch den Algorithmus dir halt immer wieder Gleiches vorgestellt und du kommst dann auch nicht mehr raus, dir wird dann auch nicht mehr alternative Informationen gezeigt. Und das war natürlich noch, wenn du da redest von den 70er, 80ern, da war das noch ein bisschen anders. Ja, da gab es das nicht. Und da war auch nicht so, es gab dieses Medium auch noch nicht, wo jeder drauf zugreifen konnte und das war dann quasi deine einzige Informationsgrundlage. Wenn ich heute gucke, wenn du heute also ich glaube, es ist nicht einmal nur Informationsgrundlage, sondern es ist Unterhaltung. Ja, aber wir haben auch festgestellt, dass in den letzten 10 Jahren der Attention Span, also wie lange Leute sich konzentrieren können bei Präsentationen, so ging wahnsinnig runter und das hat auch damit zu tun, mit diesem Scroll, mit dem Daumen, immer kurz nur Überschriften aufnehmen, weitergehen. Man geht gar nicht mehr in die Diskussion so mit rein, aber man wird natürlich auch durch den Algorithmus, der einem ja nur das vorschlägt, was man gerne möchte, eigentlich soll ja konsumentenorientiert sein, aber dich dann genau genommen in so ein Rattenloch reintreibt, was Themen angeht. Ja? Und das ist dann halt auch politisch, das ist dann heute ein bisschen kritischer. Das war halt damals noch nicht so, da konnte ein Einzelner, wenn er hingegangen wäre, so ein einzelner Politiker, wie du richtig sagst, da hat die Allgemeinheit, es gibt Elite Theory darüber, die Eliten haben darauf geachtet, dass so eine Art Balance bleibt. Aber heute durch dieses Medium eben auch kann so ein Einzelner einen ganz schön Aufruhr entstehen lassen. Und das war vorher nicht so. Da war wirklich, da konnte diese Elitengruppe, die Politiker so zusammen, wie du gesagt hast, aus unterschiedlichen Ländern, die haben sich schon gegenseitig auf die Finger geguckt. Und das ist heute schon ein bisschen anders. Das ist anders, vor allen Dingen, du sagst es richtig, durch die Technologie. Der Zeitfaktor ist ein völlig anderer geworden und die Möglichkeit, über eben in ganz, ganz kurzer Zeit mit Lautstärke ganz, ganz viele Menschen zu erreichen. In den 60ern und 70ern und 80ern haben wir, ich bin in Hamburg aufgewachsen, gab es auch die Lager. Du hast das Bild-Zeitungslager gehabt, du hast den Spiegel gehabt, du hast den Stern gehabt, du hast das Hamburger Abendblatt gehabt, du hast die Zeit gehabt und auch da, wenn du beispielsweise in der Bild-Zeitung oder in der Zeit, auch da warst du ja in einer Bubble. Zwar kein Algorithmus, es war dann der menschliche Algorithmus, ach guck mal, wir haben von der Auflage oder von der Ausgabe mehr verkauft, als wir das und das gemacht haben. Lass mal wieder das machen. Ja. Aber guck mal, damals hattest du halt diese lokale Begrenzung. Heute kann jemand, also das stimmt, wenn man Englisch spricht, kann jemand, der in Amerika sitzt, plötzlich die ganze Welt erreichen. Also das ging früher halt nicht so, weil wie du richtig sagst, es war noch regional begrenzter und da war der Dialog dann auch leichter zu moderieren, sage ich mal, ja. Das ist schon schwieriger, wenn es plötzlich die ganze Welt ist auf deinem Telefon. Also es ist so spannend, oder? Wir reden da jetzt über Themen von, wir sind alle mega schnell vernetzt miteinander. Also das heisst, alle Länder miteinander verbunden, das geht im Sekundentakt. Und gleich stellen wir fest, eben, dass wir uns distanzieren. Distanzieren. Ja. Kennst du die, jetzt fällt mir der Nachname nicht mehr ein, ich werde wahnsinnig. Das ist schon lange her, aber das ist ein Soziologe gewesen, Professor Dr. Peter, der Nachname fällt mir jetzt nicht ein. Okay. Der hat vor der Enquete-Kommission des Bundestages zum Thema Internet referiert. Und als der Bundestag sich die Frage gestellt hat, der Deutsche, müssen wir das
Nein, anders formuliert die Frage. Wir müssen das Internet regulieren, wie? Und der hat gesagt, so Freunde, jetzt erkläre ich mal ganz kurz, worum das geht. Ein brillantes Video, also innerhalb von 5 Minuten alle, die dann in der Enquete-Kommission gesessen haben, Luft rausgelassen und haben da gesessen und gesagt, ja Gott, dann, wir haben offensichtlich keine Ahnung, wovon wir reden. Also ja, aber das wiederholt sich ja. Stetig. Wir wollten ja nicht über künstliche Intelligenz sprechen, aber das ist genau das Thema, das eigentlich 99% auch in Unternehmen, die jetzt drücken, künstliche Intelligenz umzusetzen, eigentlich die Literacy, also das Wissen ist marginal, wenn überhaupt. Und das ist katastrophal. Ja? Und vor allen Dingen, wenn die Politik, wenn es um Technologie geht, eigentlich keine Ahnung hat. Das finde ich ja schlimm. Es ist ja nicht nur eine Technologie-Sache, sondern es sind ja noch ganz viele andere Sachen, wo ich manchmal auch so da sitze. Und für mich, also eben, wir diskutieren über sehr heftige Themen gerade. Also ich finde... Oh, du, das ist doch ganz entspannt noch. Ja, es ist völlig entspannt. Bei mir, ich habe das Gefühl, wenn Michael und ich uns hinsetzen und über das Thema Thema KI und warum KI im Prinzip überhaupt gar nicht, das alles wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und das ist ja alles schon mal da gewesen. Ich glaube, dann geht es ganz anders rund. So auf einer Nein, aber ich sage, für mich sind... bei mir tun sich wieder Abgründe auf, oder? Weil ich sehe dort, da und dort und sowieso. Und überhaupt so viele Sachen rundherum über das, was wir jetzt diskutieren. Und für mich ist die Lösung eigentlich immer, wenn ich mich so frage, wie retten wir denn jetzt die Welt und wie machen wir alles besser, sitz mit dir selber her, Mann. Und lerne dich kennen und schau deine Ängste an und fang an zu verstehen, wer du bist. Und was dein Auftrag ist, und zwar jeder Mensch. Ja, und dann würden sich ganz viele andere Sachen erledigen und ganz viele neue Sachen auftun. Das ist so also du hast ja was ganz Wichtiges gesagt. Und nein, ganz ehrlich, ich sehe so eine Tendenz generell, dass wir in der Gesellschaft hingehen und sagen, Staat muss regulieren, wir müssen beschützt werden. Und das regt mich immer wahnsinnig auf, wenn es um Datenschutz geht, ja, und jeder auf seinem doofen Telefon jede App akzeptiert und auf jeder Webseite alle Cookies und im Endeffekt man die Daten freiwillig hergibt, weil genau darum geht's, und dann sich aber aufregt, ja, der Staat, du musst doch den Datenschutz übernehmen. Und das Gleiche geht dann auch mit anderen Technologien, mit künstlicher Intelligenz und so. Eigentlich haben wir eine Eigenverantwortung. Wir sollten bei uns selbst mal anfangen. Ja, das ist, auch wenn es dann wie du sagst, in Politik auch geht, auf der einen Seite reden wir persönliche Freiheit, ja, jeder für sich selbst, aber aber wir wollen jetzt nicht uns selber regulieren. Ja, das soll bitte jemand anderer machen für uns. Und da denke ich, da sind wir noch ein bisschen hinterher, wenn wir alle bewusster wären, und man sagt da, im Englischen heißt es so Self-Awareness, also dass man sich selbst bewusst ist, die Dinge, die man macht und welchen Einfluss man auch damit auf andere hat. Und das sehe ich immer, also gefühlt sehe ich das immer weniger, dass die Leute gerade so darauf achten, dass alle die Dinge, die sie machen, einen Einfluss auf andere Menschen haben, positiv oder negativ. Aber wenn wir ein bisschen bewusster wären und uns ein bisschen auch selber regulieren würden und nicht darauf hoffen, dass uns irgendjemand anderer mal reguliert oder das Umfeld reguliert, ich glaube, dann wären wir schon einen Riesenschritt weiter. Ich meine, das ist, wir müssen wieder mehr auf Eigenverantwortung auch kommen als Individuen. Das ist meine ganz private Meinung. Ich will schon keinen zum Frankie gucken, der guckt mich schon immer so an, da weiß ich, da kommt wieder was anderes raus. Nee, überhaupt gar nicht. Nein, ich bin ja auch dafür, aber das hat mit Rechten zu tun, das hat mit Pflichten zu tun, also natürlich eine Eigenverantwortung zu übernehmen. Es gibt bestimmte hoheitliche Aufgaben, die ein Staat und die Organe des Staates übernehmen müssen. Das ist so und das war, glaube ich, über ein paar Jahrzehnte war das relativ klar, was für Aufgaben das sind. Es gab immer moderne Zeitgeistdiskussionen, das darf nicht, das muss und all das, aber das ist auch alles so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, weil also viel wird auch nicht mehr über die Konsequenzen des eigenen Handelns nachgedacht. Ich kann mich ja in meinem Handeln hinter ganz, ganz viel verschanzen. Und sei es nur eine generische E-Mail-Adresse, mit der ich irgendwo irgendetwas poste. Und damit bin ich anonym und kann es mal richtig rauslassen und habe keinerlei Konsequenzen
Vielleicht beschimpft mich noch jemand in den Kommentaren oder sonst was, aber persönliche Konsequenzen habe ich nicht, wenn ich mich so entsprechend. So, und ich glaube, da eben auch so ein ganz klein bisschen das Verständnis darüber, ja, ich habe Rechte und Pflichten, ich muss ein bisschen vielleicht aufmerksamer werden auf das, was denn eigentlich so rumherum passiert, aber mein Handeln hat Konsequenzen. Ich hab gestern zu meiner Frau gesagt, guck mal, ich bin fast 60, ich muss für nichts mehr um Erlaubnis bitten. Für nichts mehr um Erlaubnis bitten. Ich muss aber für alles die Verantwortung übernehmen. Ja. So, also das ist, also egal, wenn ich irgendetwas mache, für das ich mir keine Erlaubnis eingeholt habe bei der Regierung, dann muss ich dafür gerade stehen. Boing, fertig, aus. Und das ist schon immer so gewesen. So, und das ist genau, und das hat was, vielleicht hat es was mit dem Alter zu tun, vielleicht hat es was insgesamt mit der Einstellung zu tun. Ich kenne den Rahmen, in dem ich mich denke, den Rahmen zu kennen, in dem ich mich bewegen kann, ohne anderen und mir zu schaden oder auf der positiven Seite etwas zu geben, mir zu geben, anderen zu geben, sicherzustellen, dass ich und das andere mit mir eine sensationell gute Zeit haben. Ich kenne diesen Rahmen und wenn ich diesen Rahmen verlasse, dann gibt es Konsequenzen. Angie, das passt dir nicht. Warum? Du möchtest keine Konsequenzen. Nein, ich sage immer, alles, wo ich muss, oder wo ich mir sage, ich muss das machen. Ja, gut, aber ist so. Nein. Ist so. Es gibt bestimmte Dinge, die du machen musst. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein, I disagree. Weil, wenn wir den Energiefluss anschauen, einfach den Energiefluss, wenn wir von Energie, wenn wir von Resonanz, wenn wir von Quantenphysik reden, wenn wir vom Energiefluss her schauen, ist müssen anstrengend. Und müssen ist keine Dualität. Müssen ist nicht Dualität. Du kannst entweder herangehen und sagen, ich will, dann ist es ja aus tiefster Überzeugung, dann stimmt der Energiefluss. Oder ich will nicht, dann ist es nein und auch dort stimmt der Energiefluss. Und ich bin mit dir einig, wenn es um gewisse Entscheidungen geht, aber ich glaube immer, wenn du dich entscheidest, den Schritt zu gehen, dann ist es ja klar. Wieso sagst du denn, ich muss das machen? Du kannst dich ja rein energetisch dafür entscheiden, ich mache es oder ich mache es nicht. Und dann ist es klar, dann ist es luperein, dann sind wir in der Dualität, dann haben wir ja und nein, dann haben wir schwarz und weiß und wir sind in der Dualität. Oder? Und ich finde sehr schizophren. Ich weiss auch nicht, komme ich nicht klar damit. Ja. Und Recht und Pflichten, ich finde einfach, wenn wir mit uns selber im Reinen sind, mit ganz, ganz tief hinein, wenn die Energie stimmt, wenn ich auf mich selber klarkomme, wenn ich verstehe, was ich mache, wenn ich verstehe, warum dass ich etwas mache, aus Wahrhaftigkeit heraus, dann ist es deine Wahrhaftigkeit. Und dann hat das nichts damit zu tun, dass du andere vor vollendete Tatsachen stellst. Ja, kann sein, aber du trägst noch die Verantwortung für dich. Mit Kindern ist es eine andere Geschichte. Ja, aber gut, verstehst du, was ich sagen will? Oder ich verstehe, was du sagen willst. Ein bisschen weird, was ich versuche mitzuteilen. Übereinstimme damit nicht. Also so funktioniert die Welt auch in der Natur nicht. Na, das ist das. Aber da können wir. Warte mal. Wieso nicht? Nein, weil es auch in der Natur in der Natur bestimmte Systeme gibt, irgendwie, ob es jetzt Sozialsysteme sind, ob es technische Systeme sind oder wie auch immer, die du beschicken musst, in denen du dich bewegen musst, ansonsten, weil du sonst weg bist. So, das ist so. Da bleibt dir nichts anderes übrig. Aber wenn du jetzt entscheidest, der Theorie nach, und jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt, ich muss überhaupt gar nicht atmen. Da mache ich nicht mit, da könnt ihr mich alle mal. Dann hörst du auf zu atmen und wenn du mit dir im Reinen bist, dann das ist ja mein Körper, wo das. Ja, aber du kannst dem Körper doch sagen, deiner Theorie nach, du kannst dem Körper doch sagen, nein, alles gut, ich bin mit meinem Gesamtsystem bin ich im Reinen und dann muss ich das überhaupt gar nicht mehr und dann wünsche ich ganz viel Glück dabei, ganz genau. Okay. So, oder andere Geschichten, das ist einfach. Nein, pass auf, das ist ein riesengroßes Feld. Einerlei. Kirgisistan. Michael. Was sagst du dazu? Michael, nein, Kirgisistan. Spitze hier. Was sagst du dazu? Nein, was sagst du dazu? Also Angie, Kirgisistan. Michael verlässt den einen Jahrmarkt der Eitelkeiten.
Ja. Ich bin überhaupt gar nicht sauer. Das ist aber nur eine ganz, ganz, wir müssen auch immer ja so ein bisschen auf die Zeit gucken. Wir sind über eine Stunde schon dabei, das ist wunderbar. Ja. Wir können das alles weiter führen, die verschiedenen Themen. Du verlässt die eine Bühne der Eitelkeiten, Entwicklungshilfe mit allem, was dazugehört, raus aus Kirgisistan. Rein nach Usbekistan. Rein nach Usbekistan. Und da bin ich hier auf die nächste Bühne und war dann erstmal für 2 Länder zuständig, weil ich war dann der Büroleiter, also Country Officer für Kirgisistan und für Usbekistan. In Usbekistan habe ich das Ministerkabinett beraten in der Wirtschaftsentwicklung und Exportförderung. Waren da 3 Jahre. Von da ging es dann weiter. Da habe ich mich dann mal verabschiedet von der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, weil mir das dann ein bisschen, wie sagt man das höflich, auf den Sack ging. Und bin da zur Weltbank, zum IFC übergewechselt nach Aserbaidschan. Habe dort Leasing aufgebaut für 2 Jahre. Dann haben mich die GDZ wieder angefragt. Dann habe ich das größte Privatwirtschaftsförderprogramm der Welt dort geleitet. Also auch in Aserbaidschan? Auch in Aserbaidschan. Habe da während der Zeit dann 3 Wirtschaftsminister beraten. Wie gesagt, der erste ging in den Knast. Lassen wir das mal. Also, ich wollte sagen, darfst du sagen, warum oder nicht? Die Gerlich-Schneise. Die Gerlich-Schneise, genau. Die wollen wir jetzt mal nicht weiter diskutieren. Und bin dann aber einem gewissen Punkt dann angesprochen worden von, in Aserbaidschan gibt es Konglomerate, die vom Präsidenten, der ist Miteigentümer und dann von noch jemandem mitgeleitet werden. Und das eine war eben ein Wirtschaftsminister, den ich da beraten hatte. Und der fand mich irgendwie total nett und gut, weil ich ihm vermeintlich praktikable Lösungen gegeben habe, anstatt diese Idiotien. Und dann ist man auf mich zugekommen und gefragt habe, ob ich nicht so ein Konglomerat leiten wollte als CEO. Das habe ich dann gemacht für 2 Jahre, bin dann aber wieder gegangen, weil man ein Versprechen, das ich gegeben habe, gebrochen hat. Und aber ich hatte Prinzipien. I never overpromise. Ich habe in meinem Leben noch nichts versprochen, was ich nicht gehalten habe. Und du kannst nicht hingehen und kannst für mich ein Versprechen brechen. Das hat man gemacht. Und dann saß ich da mit Andrea, 2 Kindern an der internationalen Schule, kostet eine Menge Geld, hast keinen Job mehr. Keine Einnahmen. Ja, aber trotzdem, ich habe das am Samstag fristlos gekündigt. Und ja, das war dann, als ich dann für die KfW nach Afghanistan ging, aber nicht, weil ich das so gerne mache, sondern weil ich da einfach ein bisschen in der Zwickmühle war. Wer ist KfW? KfW ist die Gerittenanstalt für Wiederaufbau. Das ist ja, genau. Ich wollte es gerade sagen, das müsste ich eigentlich kennen. Also nach wie vor ein sehr, sehr schöner Name. Die Gerittenanstalt für Wiederaufbau? Für Wiederaufbau. Ja, das ist lustig, das habe ich auf meiner Obligationsliste, wo ich damals bin. Nein, auf der KW im Private Banking, ja. Du hast eine Obligationsliste können ziehen, wo es noch Zinsen gibt für Obligationen. Und das ist genau, KfW ist dort drauf gestanden. Genau. Und die, alle Geber haben in Afghanistan den Wiederaufbau mit unterstützt unter dem RFTA. Das ist der afghanische Reconstruction Fund von der Weltbank. Der hatte 1,5 Milliarden $ im Jahr. Und da haben sich die Geberländer die Themen aber geteilt. Und Deutschland war für Wirtschaftsentwicklung tätig. Und den Bereich habe ich dann geleitet. Also die gesamten Wirtschaftsentwicklungsprogramme und Politik für Afghanistan waren also unter meiner Leitung, dann mit anderen Gebern. Aber Deutschland hat eben diesen Bereich dann geführt. Da war ich, habe 3 Anschläge überlebt. Haben wir dann gesagt, danke. Also 3 Terroranschläge. Genau. Und wo haben ihr gelebt? Also ich habe in einem privaten Haus erst gelebt, eine Zeit lang. Dann sind wir allerdings doch in einen Komplex gegangen. Die Politik war nicht in einen bewachten Komplex zu gehen, sondern mehr zu integrieren, dass du also nicht direkt zum Ziel wirst. Und später wird es dann allerdings, als ich da war, gab es dann immer mehr Anschläge in Kabul. Und ich war in Kabul. Dann sind wir dann doch alle zusammen umgezogen. Anschläge ganz spezifisch auf dich? Nö, oder Sachen, in die du einfach reingelaufen bist? Genau. Also wurde halt dann Pech gehabt. Und eins war echt gut, da war ich in einem Restaurant verabredet mit dem neuen 2. Mann der deutschen Botschaft.
Und habe gesagt, komm, Mensch, lass uns essen gehen. Und dann hat er gesagt, in dem Restaurant war ich schon. Haben es 2 Stunden vorher geändert, lass uns in ein anderes gehen. Und genau dieses Restaurant sind sie rein und haben alle erschossen. Und da wären wir drin gewesen. Ja, war eines dieser Dinge und dann 2 andere. Also waren, Taliban. ja, immer. Ja. Waren immer. Und es war nicht so lustig. Die Andrea war mit den 2 Mädels noch in Baku, ist da geblieben. Mit denen kam natürlich nicht mit, ist ja klar. Mhm. Und hat dort an der internationalen Schule gearbeitet. Ja, das waren 2 Jahre KfW, dann bin ich wieder zurück und bin beim größten Konglomerat, die haben mich dann angeworben, in die Unternehmensführung reinzukommen, war speziell für mich persönlich für den Bereich Fast Moving Consumer Goods, Food, also alles, wir haben alle Pepsi-Produkte hergestellt, Frito-Lay, also die ganzen Chips, bis hin Milchprodukte, über alles, was du dir halt vorstellen kannst, was ein Konglomerat wohl macht, von Getränken und Essen, so alles, was es gibt. Habe das geleitet, ausgebaut, war total spannend, aber hast natürlich ganz andere Eigentümer und Eigentümer dort, wie gesagt, war immer der Präsident mit dabei, aber der Co-Eigentümer, der liest du dann in WikiLeaks, so einer der topreichsten Leute der Welt und soll dann einen General erschossen haben, weil er seinen Helikopter gegroundet hat und so. Also es sind ganz andere Menschen, mit denen du arbeitest. Und ich kam da irgendwann zum Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt kann ich nicht mehr. Also ich habe genug und ich möchte mich nur noch auf Academia begrenzen. Hatte dann einen Vertrag schon mit Cambridge gehabt, war in Deutschland zu dem Zeitpunkt. Andrea war noch mit den Mädels in Aserbaidschan und dann hat die Andrea das Angebot bekommen oder beziehungsweise hat sich beworben auf einen Job in der Schweiz. Und die Andrea ist ja Schweizerin und meine Mädels auch. Ich bin der Ausländer in der Familie. Und Du nicht mehr? Ich nicht mehr. Nein. Nee, dafür bin ich auch Bayer, da ist es okay. Da darf man dann in der Familie bleiben. Dann muss man nicht draußen schlafen. Also, das ist super. Nee, schon von Vorteil. Ja. Nee, und, welches Jahr seid ihr dann in die Schweiz gekommen? Das ist jetzt her, jetzt sind wir fast 5 Jahre hier. Da bin aber ich zuerst gekommen, weil die Andrea musste erst noch ihren Job fertig machen und die Angelina die hatte noch 2 Jahre an der Schule, IB, internationales Baccalaureat und ich war ja quasi saß in Deutschland, um nach Cambridge zu gehen, weil wir in Deutschland noch ein Zuhause haben, habe das quasi leer geräumt zur Vermietung und dann bin ich in die Schweiz gekommen und habe mich dann erstmal um die Angelina, unsere Tochter, gekümmert. War dann alleinerziehender Vater und habe dann eben angefangen, mal so bei den Unis hausieren zu gehen, ein bisschen da reingeschnuppert und mit denen und bin letztendlich dann bei der SBS, Swiss Business School, gelandet. Das ist eine Fachhochschule in Kloten in Zürich und ist klein, aber hast halt einen Impact. Also das ist immer für mich wichtig. Und da war es dann noch so, da hat Cambridge gesagt gehabt, also muss dann im Januar kommen. Ich bin im August des Vorjahres aufgeschlagen in der Schweiz mit der Angelina und dann hieß es, es muss im September kommen. Habe ich gesagt, kann ich noch nicht. Es war ja alles noch post-Covid, da war noch eine Menge online und so. Und dann hieß es Januar. Habe ich gesagt, nee, sorry, schaffe ich noch nicht. Und dann hieß es, okay, aber du musst zum nächsten September dann da sein. Und im darauffolgenden August habe ich dann gesagt, nee, Leute, sorry, das bringt mir auch nichts, weil dass ich jetzt da bin und meine Familie ist hier und eigentlich wird es jetzt unser Zuhause. Jetzt mache ich da noch ein paar Sachen dort und an der LSE, London School of Economics and Political Science in London, aber das ist jetzt alles auch online. Und so bin ich dann in der Schweiz auch beruflich dann hängen geblieben. Bin dort in Kloten, leite das Center for Strategic Corporate Foresight and Sustainability, also ein Unternehmensinstitut, das sich um Zukunftsforschung, vor allen Dingen Technologien kümmert und Nachhaltigkeit. Ich leite auch den Bereich Executive Education, das ist also gesamte Weiterbildungsbereich und professionelle Weiterbildung.
Ja, und bin Researcher und das macht mir am meisten Spaß. Und nachdem ich mich als Humanist sehe, also alles, was ich gemacht habe, auch akademisch sehr stark und auch in meiner Arbeit war immer mit Marketing auch verbunden, immer mit Menschen, Psychologie der Menschen und Behavioral Sciences, also Verhaltensforschung auch. Und das habe ich natürlich fortgesetzt, konnte ich da mehr Zeit auch machen, vor allen Dingen veröffentlichen, was ich vorher nie gemacht habe. Ich habe in all den Jahren im Übrigen immer an Unis unterrichtet. Mhm. In der Lehre war ich immer tätig, aber eben nicht in der Forschung so viel. Und das habe ich dann aber gemacht jetzt mehr und da bin ich halt dann recht früh in künstliche Intelligenz gekommen, aber nicht von der technischen Seite, sondern von Soziologie, Verhaltensforschung her. Ja, Also spannend. wie beeinflusst das uns, was bedeutet es für uns als Gesellschaft? Mhm. Und das ist da, wo ich heute also immer noch bin. Das hat mich dann auch dazu gebracht, weil meine Forschung, die ging dann um die Welt, vor allen Dingen, was ja im Januar diesen Jahres veröffentlicht wurde. Und ja, damit bin ich auch irgendwie auf Konferenzen, Summits, überall dann eingeladen, um dort zu sprechen. Aber eben, wie gesagt, es war für mich noch letztes Jahr faszinierend. Dann bin ich nach Tokio eingeladen worden auf das AI Summit, also Künstliche Intelligenz Summit dort. Und da habe ich gesagt, Leute, wollt ihr das wirklich? Weil ich bin nicht der Techniker und auf diesen Summits üblicherweise wird immer von der Technologie gesprochen. Mhm. Was kann künstliche Intelligenz noch machen? Und es ist ja Mhm. gigantisch, was es machen kann. Es ist ja wirklich unglaublich. Aber da holst du dir nicht so jemanden wie mich. Und mich hatte die Pharmaindustrie eingeladen, also die ganzen, nicht nur Schweizer, sondern weltweit. Die hatten letztes Jahr auch in Holland ihre Jahrestagung gehabt, auch über künstliche Intelligenz, Robotics, genau dasselbe wieder. Habe ich auch gesagt, wollt ihr mich, weil ich bin auch eher der ein bisschen kritischer, ich bekomme einen ganz anderen Teil. Aber es bekommt immer mehr Beachtung und ja, und so ist heute meine Arbeit da stark davon geprägt. Wir hatten jetzt vor 2 Wochen eine eigene Konferenz auch gemacht zu dem Thema der menschliche Faktor in der KI-Implementierung und hatten da wirklich gigantische Leute aus der ganzen Welt auch als Sprecher da gehabt, war toll, kam gut an, aber wir haben junge Menschen mit integriert und es war mir ein großes Bedürfnis, weil ich gesagt habe, ich hasse es, ich habe dieses Jahr zweimal bei den Vereinten Nationen, einmal im Human Rights Council Meeting, das dieses Jahr stattfand, gesprochen. Aber das sind immer, egal wo ich spreche, sind es immer die alten weißen Herren, die immer alles besser wissen und dann über die Zukunft entscheiden. Ich habe gesagt, das ist so ein Thema, gerade wenn wir darüber reden, wir sollen die Jugend, also junge Menschen daran beteiligen lassen. Und so haben wir auch in unseren Panels, die wir hatten, junge Menschen drin gehabt und die Diskussion dann mit diesen Experten auch geführt haben und auch im Publikum versucht, möglichst viele junge Menschen mit reinzubekommen und ich sage es mal normale, also nicht so eine Expertenrunde zu haben, wo die Experten Mhm. kommen, sich gegenseitig auf die Schulter klopfen, was für tolle Arbeit sie machen und es hat wieder keinen Impact, also es Mhm. bringt keine Mhm. Veränderung. Und ich glaube, das ist uns ganz gut geglückt. Wir haben das zusammen mit der Internationalen Schule Zug und Luzern gemacht, weil die Location haben. Die haben ein ganz tolles, großes Theater, wo man eben bis zu 400 Leute reinbringt, was wir an der SBS nicht haben auch. Und ja, und haben dann Studenten von uns gehabt, auch von der Uni Zürich, von der Internationalen Schule Zug und Luzern. Und das war ein echter Erfolg. Auch die ganzen Sprecher, die kamen aus Australien, Singapur, Südafrika, Amerika hat man viele gehabt, natürlich aus dem europäischen Ausland. Die waren auch total begeistert, in so einem Format mal diskutieren zu können. Mhm. Ja, und es war vor allen Dingen ergebnisorientiert, eher Lösungen zu finden, als nur wieder irgendwelche individuellen Ego-Vorträge zu halten, was meistens der Fall ist. Da hast du ja noch ein paar Firmenvertreter, die dann irgendwelche Sponsoring gemacht haben und die erst dann in einem Panel sitzen und die verkaufen dann ihre Technologie wieder. Ja. Und sagen wir, für den Zuhörer bringt es nicht so viel. Wir wollten, weil meine Studien einfach gezeigt haben, dass so viele Menschen Ängste haben, wenn es um KI geht, Fragen haben, aber in der Gesellschaft in der Regel immer sagen, nee, ist alles toll und super. Und wenn man sie dann individuell befragt, dann eigentlich sagen, dass sie doch große Ängste haben. Was sind denn so die Hauptängste? Also eine der größten, also die zweitgrößte Angst ist natürlich Jobverlust, die Unsicherheit, ob Mhm. durch KI tatsächlich man seinen Job verliert. Ein anderer, der größte, war eigentlich die Geschwindigkeit, mit der die Veränderung stattfindet. Mhm. Also es geht nicht
dass Leute vor der Technologie selber Angst haben. Und das hatte ich ursprünglich noch gedacht. Dann habe ich gemerkt, dass ich so einen eigenen Bias habe. Aber das hat mit Boomers aufgehört. Wir waren immer der Meinung, sobald Leute älter werden, haben sie Angst vor Technologie. Naja, aber das gilt nicht mehr für Generation X, weil die ist mit der Technologie aufgewachsen, die hat die gebaut und sind die Boomers, die jetzt heute, sag ich mal, über 65 sind, die eher noch ein bisschen Schwierigkeiten haben mit der Technologie. Also die Studien haben gezeigt, nee, da gab es keine Ängste. Dann gibt es die Angst für die nächste Generation, also für die Kinder. Was haben die für eine Zukunft? Ja? Was sollen die überhaupt noch studieren? Was sollen die machen? Und auch Ängste über nicht nur Datensicherheit, sondern generell Sicherheit. Diese Unwissenheit bei künstlicher Intelligenz ist so eine Blackbox. Weil es ist ja nicht dein neues SAP-Programm, wo du weißt, ich habe diese Eingabeprozess und hinten kommt Ja, das klar, Gleiche raus. Weißt, genau. Und das ist aber was, wofür künstliche Intelligenz eigentlich steht. Und das sind so die Ängste, die Menschen haben. Und wir wollten eine Plattform geben auch, wo man die mal diskutieren kann und wo man eben nicht ein Außenseiter ist, aber eine Lösung bekommt. Und haben die Leute dann am Summit über ihre Ängste geredet? Ja, es ist auch diskutiert worden, Okay. ja. Vor allen Dingen auch junge Leute haben das, und das war total klasse, die haben zum Teil unseren Experten ganz schön die Stirn gegeben und die haben das auch als sehr positiv empfunden. Und ich hatte ja auch damals wir hatten 40 internationale Redner da gehabt und die habe ich auch gesagt, ich habe sie motiviert und gesagt, und fragt doch die junge Generation, ihr entwickelt Dinge. Wir hatten da zum Beispiel Leute da gehabt, einen der führenden Web3-Entwickler der Welt gehabt oder die EduGPT, also ein spezielles ChatGPT für den Bildungsbereich entwickeln. Sage ich, habe hier eine Audience, ihr könnt mit denen auch mal etwas Fragen stellen. Und dadurch kam ein wirklich guter, konstruktiver Dialog zustande. Und das war schon einzigartig. Also das war gut. Und das ist in dem Umfeld bewege ich mich jetzt momentan. Klar gibt es dann immer irgendwelche Showsachen, wie jetzt in Dubai, wenn du auf diesem Future Innovation Summit bist und dann irgendwelche Stars und Starlets eingeladen mit dazu. Da ist der Show-Effekt sehr viel größer. Aber das ist eine Reihe. Als nächstes geht es im Juni dann im Vatikan, um dort auch mit großen Religionsführern das ganze Thema AI und Sustainability, also künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit zu besprechen. Geht es zum einen um Nahrungsmittelsicherheit, aber eben auch um künstliche Intelligenz und Thema zu machen. Also ich sage jetzt, wie kommst du zu dem Auftrag, dass du in den Vatikan reist und mit grossen Religionsführern kannst über so Themen diskutieren? Wie kommt das zustande? Ja, das geht alles zurück auf meine Studien, die Forschung, die ich betreibe und die Veröffentlichung. Und ich bin jetzt in diesem Jahr quasi in allen großen englischsprachigen Medienoutlets entweder interviewt worden oder besprochen worden, ob das The Economist war, Wall Street Journal, Financial Times, da kannst du das ist vollkommen egal, englischsprachig oder im Deutschen war es auch. Gestern kam es raus oder vorgestern, in der FAZ zusammen mit Deloitte haben die Vordenker so ein Forum. Da hat er mich interviewt, da ging es einem auch um dieses Thema. Und einfach durch diese Präsenz bist du dann ein Bekannter und dann kommen solche Veranstalter auf dich dann auch zu. Ja. Also das heisst, Berater vom Papst, blödes Beispiel, die screenen Themen und die sehen dann, du hast eine Studie veröffentlicht, die bahnbrechend ist zu diesen Themen und dann kommen die auf dich zu. So muss ich mir das so vorstellen. Ja, also in dem Fall hängt es zusammen mit dem Future Innovation Summit in Dubai. Ja. Die Veranstalter machen das auch im Vatikan und da wird es dann nochmal Ende 26 in Abu Dhabi eins geben. Und aber die kommen auf jemanden dann quasi zu. Ja, aufgrund eben der Studienergebnisse oder was in den Medien gesagt wurde und um quasi an der Diskussion mit teilzunehmen. Michael, wo veröffentlichst du deine wissenschaftlichen Arbeiten? Gehst du da über einen der ganz großen Klassikerverlage oder nutzt du inzwischen auch modernere Plattformen? Was heißt modern? Das ist der falsche Ausdruck.
Aber wo veröffentlichst du? Also man ist ja immer noch in Akademia, also Ja. man muss gucken, bei uns hier in der Schweiz ist Scopus sehr wichtig, also Scopus gelistete Journale. Es muss dann schon ein Journal aus dem ersten oder zweiten Quartil sein. Da muss man sich jetzt suchen. Mittlerweile bei Themen wie künstliche Intelligenz muss ich mir Journale suchen, die schnell veröffentlichen. Mhm. Also ich veröffentliche auch in klassischem Springer Nature, auch da veröffentliche ich, aber in der Regel nicht die top heißen Themen, jetzt zum Beispiel die, worüber wir gesprochen haben, über Cognitive ist Auslagerung und so, weil da zum Teil der Veröffentlichungsprozess eben 9 Monate bis Mhm. zum Jahr gehen kann Mhm. und dann ist dein Thema irgendwie schon längst erledigt. Alle Journale sind natürlich heute online auch veröffentlichen, online. Das heißt, es gibt Print und online. Und das sind halt dann akademische Journale, wie gesagt, aus dem ersten oder zweiten Quartil. Und ich gucke dann, in der Regel geht es um Veröffentlichungsgeschwindigkeit. Das sind immer Double Blind. Also es wird immer Peer-Reviewed. Das ist bei allen die Standards genau die gleichen. Aber manche brauchen halt oder geben auch ihren Reviewern dann nicht als Review-Zeit 1 oder 3 Monate, sondern sagen halt, du hast 3 bis 4 Wochen Zeit und damit verkürzt sich das ganze Prozedere. Mhm. Ja. Ja, super. Also für die Hörer draußen, also damit eine wissenschaftliche Arbeit Anerkennung findet, muss sie in einem zertifizierten Kanal veröffentlicht werden. Und man kann also nicht einfach sagen, pass mal auf, das ist meine wissenschaftliche Mhm. Arbeit und hier auf meiner Website könnt ihr alles nachlesen, sondern genau wie du gesagt hast, es sind dann verschiedene Plattformen, verschiedene Kanäle, verschiedene Verlage. Früher war es der Springer, war das A und O. In Deutschland gab es noch einen zweiten, ich will Fischer sagen, aber das stimmt nicht ganz. Und oder? Also es sind halt Elsevier, es sind die Großen, dann Springer ist einer der Großen, Palgrave haben wir. Nachdem ich alles auf Englisch veröffentliche, stimmt Ja. gar nicht, veröffentliche gar nicht alles auf Englisch. Ich habe jetzt mit Kollegen an deutschen Unis was veröffentlicht bei Springer Nature, das war auf Deutsch. Mhm. Aber üblicherweise veröffentliche ich auf Englisch, weil einfach das Publikum auch weltweit ist einfach Englisch die Sprache. Mhm. Und das sind es dann schon, also dann ist nach wie vor immer noch Springer Nature, das sind schon immer noch mit die führenden. Es kommt Ja. natürlich darauf an, wenn du im medizinischen Bereich oder so oder in Physik veröffentlichst, da kenne ich mich nicht aus, aber in meinen Bereichen, da hast du schon die großen Verlage, da gibt es so, sagen wir, 5, 6 große Verlage, aber manchmal kann es auch ein kleinerer sein und manchmal veröffentlichen Universitäten ein Journal, das aber hoch im Ranking ist, Ja. dann kann man da auch veröffentlichen. Also Ja. da muss man nicht immer aufs Brand gucken und das ist in Akademia nicht so eine Sache, sondern eher, wie das Journal gerankt ist. Da gibt es dann so ein Ranking, also es hat damit zu tun, wie häufig wurden dann wieder von anderen Akademikern wurde man zitiert, wie viele Veröffentlichungen gab es, die Qualität der Veröffentlichungen und sehr wichtig sind eben diese Citations, also die Zitate, wie häufig wurden Artikel in einem Journal zitiert später. Und je mehr zitiert wurde, umso höher wird das Ranking. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, da in all dem zu verstehen, damit man auch versteht, was du denn da für eine Arbeit leistest, ist, dass es also nicht einfach eine Veröffentlichung von ein paar Gedanken sind, die du hattest, sondern dass das eine langjährige, detaillierte wissenschaftliche Erarbeitung bestimmter Themen, bestimmter Fragestellungen ist, die dann in einen redaktionellen Prozess hineingeht. Einen redaktionellen Prozess, der von den Technikalitäten her, also ist das alles nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten, nach thematischen Peer Review, hast du also andere Wissenschaftler in dem Bereich etc. etc. Und dann wird das Ganze dann auf diesen Plattformen veröffentlicht und hat dann damit ein Gütesiegel. Ja, also überhaupt nicht nur Gütesiegel, sondern es ist sonst wissenschaftlich nicht anerkannt, ja. Also in Akademia, das mag, man soll das nicht runterreden. Es gibt natürlich auch Veröffentlichungen in kommerziellen Medien oder kommerziellen Journalen, wenn du jetzt irgendwo bei so Magazine kannst du natürlich auch veröffentlichen. Auch da gibt es gute, die zum Beispiel für Management oder so sind. Das darf man nicht runterreden, aber das hat
hat halt nicht die Anerkennung in Akademia. Und beispielsweise meine Studie, die veröffentlicht wurde, darauf folgend wurde dann von Microsoft Carnegie, Studie heißt es so, die haben die benutzt, darauf aufgebaut und darauf hat dann MIT die Gehirnwellen gemessen. Und das machst du nicht, wenn irgendwo in einem Journal irgendwo was veröffentlicht wurde. Das mag auch gut sein, aber da wird wissenschaftlich nicht weiter drauf aufgebaut. Also man muss dann unterscheiden, das heißt nicht, wenn etwas in einem Journal veröffentlicht wird, das eben nicht diesen akademischen Anspruch entspricht, dass das unbedingt weniger wert ist, sondern es geht vielmehr darum, dass das dann aber nicht in Akademia weiterverwendet wird. Also da bauen da nicht andere ihre Studien wieder drauf auf und man entwickelt da nicht neue Theorien oder so, sondern das ist dann eben mehr in der Anwendung. Genau. Also es ist die gesamte wissenschaftliche Arbeit, also auf der einen Seite die Forschung, die Lehre und auf der anderen Seite die Veröffentlichung und dann die Multiplikation der gefundenen Gedanken, der gefundenen Antworten, ist ein Riesenfeld, ist ein super spannendes Thema, was auch in den letzten 15 Jahren von Technologie wahnsinnig vor sich hergetrieben worden ist. Absolut. Und es ist für jeden Wissenschaftler ein Graus zu veröffentlichen. Ja. Von jeher. Und die Technologien haben da nicht unbedingt geholfen. Das ist einfach katastrophal. Also ein Graus, weil es einfach sehr anspruchsvoll ist, bis man einmal kann veröffentlichen kann, oder? Ja, man muss das so verstehen, du hast ja sogenannte Peer-Reviewer. Das heißt, das sind Leute, andere Akademiker, die deine Veröffentlichung analysieren und dann sie kritisieren, was ja eigentlich gut ist. Aber in so einem Prozess, kannst du dir vorstellen, hast du natürlich Top-Leute und hast da halt auch mal so Nullnummern. Und bekommst du manchmal einfach Kommentare zurück und dann musst du... Und du musst es überarbeiten. Ja, genau. Und du schreibst irgendwas. Und ich erinnere mich noch, meine zweiten Promotion, meine Supervisorin, die hat gesagt gehabt, also das ist jetzt schon manchmal veröffentlicht und hat sie hinterher nicht mehr das erkannt, was sie eigentlich ursprünglich veröffentlichen wollte, nur um den Reviewern zu gefallen und um deren Kommentare umzusetzen, weil du sonst nie veröffentlicht bekommst. Und das ist immer die große Diskussion, was soll der ganze Peer-Review letztendlich, wenn es ja dein geistiges Eigentum ist. Wenn man irgendwelche Fehler findet und so, verbessern ist ja okay, aber manchmal gehst du dann wirst du abgelehnt bei dem einen Journal, gehst woanders hin, dann musst du zweimal Veränderungen, also Major Revisions durchgehen und dann, wie gesagt, dann kommen da plötzlich, erkennst du deinen eigenen Artikel nicht mehr, also akademischen Artikel nicht mehr. Und da freut sich keiner drüber. Ja? Also dadurch, dass ja alles anonymisiert ist, spielt es auch keine Rolle, was für einen großen Namen du hast, ja. Weil weder der Autor wird im Peer Review offengelegt, noch die Leute, die quasi die Analysen durchführen. Ja. Und das ist dann schon manchmal echt frustrierend. Und die Peer Reviewer, kommen die aus einem ähnlichen wissenschaftlichen Background oder kann das jetzt sein, dass ein Mathematiker oder ein Naturhistoriker oder keine Ahnung was? Also die müssen aus dem gleichen Feld kommen. Ja, okay. Ja, sollten sie. Aber nachdem es ja anonymisiert ist, weißt du das ja nicht. Ja. Ja? Also dann kommt es natürlich auch wieder immer auf das Journal an, wie die Auswahl ihrer Reviewer dann sehen. Und dadurch, das ist ein bisschen, was du angesprochen hast, so die Technologie, Frank, ist es schon so, dass du natürlich, es wird sehr viel mehr veröffentlicht, es gibt sehr viel mehr elektronische Journale und damit brauchst du sehr viel mehr Reviewer. Ja. Und da können natürlich auch mitunter welche dabei sein, die vielleicht den Standards nicht so ganz entsprechen. Das weiß man nicht, ja. Aber man muss halt das System kennen. Wir sind wieder bei dem Muss oder Will oder wie auch immer. Ne? Nein, das ist genau das. Aber dann heißt ja, ich will es verstehen. Naja, Moment, aber ich muss das System verstehen und auch spielen. Ja. Wie du gesagt hast, manchmal muss ich dann halt etwas schreiben, was der Reviewer unbedingt will, was jetzt aber nicht unbedingt 100%ig so ist, wie ich es normalerweise schreiben würde, aber damit es durchgeht, dann muss ich das System verstehen und muss entsprechend, ohne dass ich eine Unwahrheit schreibe. Du hast nicht verstanden, was ich sagen mit muss, mit Ja und Nein. Das wäre das erste Mal, dass ich etwas nicht verstehe. Nein.
Gong, die nächste Runde 2. Genau, binomische Formeln habe ich nicht verstanden. In der rechten Ecke Angie. Ja. Nein. Ich weiß, was du sagen wolltest. Ich finde einfach, wenn du etwas hast, wo musst, dann kannst du ansitzen und sagen ja oder nein. Und dann ist es nicht ein Müssen. Dann ist es energetisch nicht anstrengend, dann ist es ja oder nein. Und auch wenn du musst ansitzen und die Reviews, dann kannst du sagen, ja, ich mache das jetzt aus falscher Überzeugung. Ihr kommt aus unterschiedlichen Hintergründen. Ja. Du kommst aus einem sehr mathematisch, logisch denken Hintergrund und ich verstehe das ja und muss dir recht geben, wenn ich über die Straße gehen möchte und da ist eine Ampel, die zeigt rot und es kommen Autos, dann muss ich mich schon dran halten, weil wir diese Regeln im Zusammenleben geschaffen haben. Aber ich verstehe die Angie natürlich genauso. Die kommt von einem mehr humanistischen Ansatz her, die eben nicht an diesem mathematischen Regelwerk herkommt. Und vom Grundgedanken her, ich habe ja trotzdem ja die Wahl. Ja, also natürlich, um zusammen zu leben, haben wir uns ein Regelwerk geschaffen, dem wir alle zustimmen. Aber das ist, glaube ich, was du auch sagst. Ich stimme dann auch zu. Ich bin ja willens, dann auch teilzunehmen. Auch wenn wir dann sagen, ja, du musst jetzt aber stehen bleiben, weil wenn du weiterfährst, hast du einen Unfall. Ich glaube, ihr habt beide recht. Ich glaube, ihr sprecht nur unterschiedliche Sprachen. Mediation mit Professor Dr. Michael Gerlich hier bei Radio Walchwil. Ausgezeichnet. Wir nehmen hier eine Wendung nach der nächsten. Das ist ganz fantastisch. Also neben der Gerlich-Schneise gibt es eben auch den Gerlich-Leim. Ne? Und das ist diese Mediation, das ist das. Absolut. Nein, das ist, Andi, wir sprechen da nochmal, vielleicht irgendwie off the air, sprechen wir nochmal drüber. So. Ihr seid seit 5 Jahren, du bist seit 5 Jahren in der Schweiz. Wir gucken auf die Uhr, wir sind seit 1 Stunde und 32 Minuten dabei. Genau. Ihr seid seit 5 Jahren in der Schweiz, ihr seid in Walchwil, ihr wohnt schräg über die Straße. Ja, ich kann quasi, wenn ich schlecht gelaunt bin, hier vor die Tür spucken, vor meinem Balkon. Aber warum? aber wir haben doch andere Möglichkeiten der Kommunikation, gerade als du Akademiker. Ich habe mir das heute Morgen gedacht. Ja. Eigentlich könnten wir, du kennst dieses Joghurtbecher-Telefon. Das können wir machen. Das würde super funktionieren. Oder eine Seilbahn. Mit dem Schnürli. Genau, ein Dosophon. Wir reden von einem Dosophon. Genau, das so. Das klappt super. Also mit Angie nicht, weil du bist weiter weg. Ja, ich bin ein bisschen im Hügel, aber ein bisschen weiter. Ja. Aber das Zug auf dem Spielplatz am See unten, genau. dort hat es so unterirdisch. Ich weiss nicht, wie man dem sagt, aber so Röhren, wo die Kinder von einer Seite auf die andere Seite über die Röhren können mit den Vertikalbohrmaschinen. Nee, Horizontalbohrmaschinen. Da müssen wir den Schmieder nochmal anrufen. Ja, wäre ob der noch eine auf Lager hat. Oh mein Gott. Irgendwie sowas. Ja, dann müssen nicht Becher und Schnur nehmen. Pass auf, wir machen jetzt nochmal ganz kurz und wir setzen das wirklich fort und sei es nur du und ich im Technologiebereich. Nee, das können wir nicht machen, weil wir brauchen irgendjemand wo das ein bisschen dazwischen. destabilisiert. Weil ansonsten, ich meine, du hast zu viele Dinge, die als Waffen benutzt werden können. Ach, Quatsch. Du brauchst jemanden, der Brauche ich dazwischen nicht. gehen kann. Ich bin in den 70er, 80ern in Norddeutschland aufgewachsen. Ich brauche keine Waffe. Nein, das wäre super spannend, also darüber tatsächlich nochmal zu reden. Weil ich komme ja überhaupt gar nicht aus der akademischen, ich komme überhaupt gar nicht aus der theoretischen Ecke. Das habe ich zwar alles, aber ich komme tatsächlich ich habe ein Stück Technologie. Ich versuche dieses Stück Technologie wirklich bis in die Fundamente hinein zu verstehen. Mhm. Und dann habe ich auf der anderen Seite eine Person oder eine Organisation. Was macht diese Person? Was macht diese Organisation? Und kann dieses Stück Technologie, was ich hier habe, oder diese Komposition aus Technologien der Person oder der Organisation weiterhelfen. Und zwar nicht nur messbar. Wir haben im Labor herausgefunden, dass wir in dem Arbeitsprozess so und so viele Sekunden, sondern spürbar helfen. Und wenn ja, auf welcher Ebene? Und also darüber zu sprechen. Ich fand übrigens, ich habe ja an 2 Vormittagen auch teilgenommen an der Konferenz, die in Bar gewesen ist. Ich habe an tausende Konferenzen über mein Berufsleben erleben dürfen. Und der Aspekt, den du erwähnt hast, natürlich gehört, wenn du als Experte auf so einer Konferenz bist, immer ganz viel Darstellung dazu. Es gehört ganz viel Verkaufen dazu. So muss es auch sein. Deiner Idee, deines Produktes, was es auch immer sein mag. Der Aspekt,
jemanden aus dem Erstsemester SBS dazuzunehmen, jemanden im Senior Year von der International High School dazuzunehmen, eine junge Frau aus Südafrika, einen jungen Mann aus Indien etc. Und die einfach, ich habe überhaupt keine Agenda, sondern ich lebe in dieser Welt und ich fange gerade an, in dieser Welt zu leben und zu arbeiten. Und hier sind meine Gedanken dazu. Und dann hast du schon teilweise gesehen, da war dann im Panel, und ich habe ganz hinten gesessen und sehe ich dann auch im Publikum, dann teilweise auch schon so, oh ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also wirklich so Erkenntnisse. Und das war echt eine tolle Geschichte. So, pass auf, wir klemmen nicht ab, aber wir finden mal den Weg raus aus der Aufnahme. Ihr seid seit 5 Jahren in Walchwil, wohnt schräg gegenüber. Ihr habt 2 Töchter. Ja. Ja. Und was macht ihr in Walchwil? Also, nicht, was macht ihr eigentlich hier in Walchwil, sondern Entschuldigung, wir gehen wieder. Ja. Nein, um Gottes Willen, bitte bleiben Sie. Was macht ihr, wenn ihr nicht im Studio sitzt, wenn ihr nicht an der Swiss Business School, SBS Swiss Business School, so heißt es ja richtig, seid? Und warum werdet ihr auf ewig hier bleiben? Ja, das ist eine gute Frage. Also, Walchwil waren wir nicht die ganzen 5 Jahre. Ja. Wir waren zuerst in Zug am Zugerberg und sind dann umgezogen nach Walchwil. Ja. Und da sind wir jetzt erst in Walchwil, jetzt will ich nicht lügen, das waren jetzt erst 2 Jahre. Ja. Und gut 2 Jahre sind wir jetzt hier. Warum hier? Also erstmal ist Walchwil super. Ist gigantisch schön. Also ich wünschte, die Wohnung würde mir gehören, weil da würde ich nie wieder rausgehen. Der Blick, den ich habe, das ist, die Lage ist einfach super. Ich mag den Zuger See so sehr. Ich kann dir das nicht sagen. Es ist einer für mich der schönsten Seen. Wenn du an der Spitze des Zuger Sees bist und du siehst links die Rigi, rechts hast du den Pilatus und hinten siehst du bei schönem Wetter, selbst im Sommer, Schnee bedeckt bis zu Jungfrau rein. Das hat kaum ein See. Ich bin froh, dass die alle zum Zürichsee rennen, weiterfahren zum Vierwaldstätter See nach Luzern und uns da relativ in Ruhe lassen. Also die Lage ist einfach klasse. Ich liebe auch die Atmosphäre, die wir hier haben. Zürich ist sehr versnobbt auf eine gewisse Art und Weise. Da muss man mehr noch raushängen lassen, was man ist. Hier bei uns Walchwil sowieso nicht und in Zug auch nicht so sehr. Warum wir hier bleiben wollen. Wir haben nicht die ganze Welt gesehen. Wir sind viele in der Welt rumgekommen. Die Schweiz ist auch von meiner Frau die Heimat. Und für mich mehr definitiv als jetzt Deutschland. Und es wird auch Zeit, jetzt auch selbst mit 35 muss man irgendwann mal dran denken, sich zur Ruhe zu setzen. Nein, und ich finde es einfach toll. Also ich könnte mir jetzt keinen schöneren Ort vorstellen. Schweiz finde ich super und Walchwil, Menschenskinder, ist eine tolle Gemeinschaft. Ich würde mir ein bisschen mehr noch, Geschäftsleben wünschen, weil wir sind ja so ein Dorf und es ist manchmal sehr schwer, verstehe ich, da überhaupt auch zu überleben. Ja. Dadurch würde die Gemeinschaft noch viel mehr, zueinander führen. Mit unserem italienischen Restaurant, das wir haben, und im Esch oben, haben wir jetzt nicht so viel. Da haben wir noch das Vierabig auch, aber können wir noch ein bisschen mehr sein, aber das verstehe ich vollkommen. Wir sind eigentlich eine kleine Gemeinde. Ist doch wunderbar. Also auch mit Nachbarn wie mit dir kann man es dann doch schaffen und überleben. Herzlich, also das ist mal eine Auszeichnung. Angie, hast du das gehört? Wir haben jemanden gefunden. Ja. Yay. Nein. Hey, super, ganz genau. Michael, sehr, sehr schön zusammengefasst und auch zu dem gesamten Thema Geschäftsleben. Also das Dorfleben in Walchwil ist eine absolute Sensation. Also wenn du anschaust, was im Dorf alles passiert. Ja, ich weiß, aber das passiert alles so früh. Vereinsleben. Verein. Ja, aber guck mal, ich bin quasi ich komme selten kurz vor 8 bin ich nicht zu Hause. Ja, aber das ist perfekt. Kannst du nachher gerade, du spielst du ein Musikinstrument? Ja, ich habe mal Gitarre. Keine Klarinette, keine Trompete, keine Nein, Posaune. nicht, aber Alphorn würde ich gerne, aber da will ja keiner. Alphorn wollen es ja keine Leute haben. Ich würde so gern Alphorn lernen, ich sag's dir. Ja. Das ist so ein gigantisches großartig. Unglaublich. Das ist so faszinierend. Wir waren am Samstag auch
beim Heimatabend. Sind ihr am Heimatabend? Ja, genau. Yeah. Ich war mit Eni und mit Hanna. Ja. War ich war ich auf der Nachmittagsvorstellung. Ja. Und das ist natürlich, Unglaublich. das ist herrlich. Also die Alphörner und die Jodler. Und es ist ein Träumchen. Es ist wirklich ein Träumchen. Ja, das ist halt, sage ich immer, das ist für mich Heimat. Ja. Das ist, wir haben ein Kirchenkonzert von der Musik, wo wir da den Summit hatten. Und ich bin jetzt wirklich lange nicht da gewesen. Und das Schwingerlied mit den Alphörnern in der Kirche. Ja. Also, da sitze ich da und da kommen mir Tränen. Mhm. Ja, Da kommen mir Tränen. Und ich habe Hühnerhaut am ganzen Körper. Weil das ist für mich daheim. Das ist, wenn mich jemand fragt, was ist Heimat, dann sind das Jodler, dann sind das die Alphörner. Und dann ist das irgendwie die Musik. Also es ist so, es ist und das crazy, ist auch gigantisch. Ja. Jetzt bist du, Ja. machst das Ganze noch auf dem Berg und die Sonne geht langsam unter. Ich glaube, da gibt es nichts Besseres, oder? Ich habe schon auch viele mega schöne Sachen gesehen jetzt, aber das ist einfach Heimat. Das ist, wenn Ja. du mich fragst, was ist daheim, dann ist es das. Ja, wenn ich das und Zopf. Butterzopf. Ja, es gilt für uns auch. In Bayern ist der Zopf genauso Heimat. Butterzopf und Alphorn-Jodeln. Was weiß ich. Genau. Jodler haben wir auch, Alphorn haben wir nicht. Nee. Ja. Radio Ja. Walchwil, Michael, ganz, 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 ganz herzlichen Dank. Wie gesagt, also wir haben ganz viele Themen. Also ich bin fasziniert davon, weißt, wenn man mit Menschen spricht, die sagen, ja, und dann sind wir also dann haben wir die Ausbildung gemacht, dann haben wir das Erststudium und dann sind wir dann irgendwie ins Ausland gegangen. Dann Ausland, das ist dann, ja, und dann sind wir nach Schweden oder so. Also nichts gegen Schweden oder sonst was, ne, aber dann wirklich nach Kirgisistan und nach Kasachstan und nach Usbekistan. Afghanistan. Und Afghanistan, das ist schon mal, okay, gut, das ist was völlig anderes. Also vielen Dank für den Einblick in das. Ja, gern geschehen. Vielen Dank für den Einblick in deine wissenschaftliche Arbeit. Also mich interessiert das wahnsinnig. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, wir dürfen dich wieder mal hier als Gast begrüßen. Ja, klar, aber du weißt, da musste man Kaffee bringen oder so. Im Moment, du hättest ja noch fragen müssen. Da Oh drüben, Gott, nein, wie das ist das schlimm. Wasser. Nein, da drüben Ja. steht Wasser. Nein, Das wir war haben. Luther Das Schwätze. war ein Scherz. Ja. Das war ein Scherz. Nein. Nein, ganz bitte, du nicht. hast ja recht. Das war ein Bitte, recht. Nein, Feedback. Es war berechtigtes Ja. Feedback. Nein, bitte gerne nochmal den Nein. Finger in die Wunde legen. Nein. Das ist, wir haben ja da vorne vor allen Dingen eine Kaffeemaschine stehen Ja. und oben steht auch noch eine Kaffeemaschine und mit allem, was dazu gehört. Also nein, du hast ja recht. Die Bewirtung, das Catering, Angie. Okay. Nein, es ist ja Ist unsere das- Ausgabe. okay. Ich wohne ja hier. Michael, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ihr mich Und eingeladen habt. Es war Sehr, sehr gern. total schön. Und ja, Angie, du hast ja gesagt, dass du bald wieder ein bisschen auf Reisen gehst. Jetzt noch die Woche, eine Woche. Ah ja, okay, das ist gut. Ja. Weil Dann bin ich du wieder hast da. auch viel zu erzählen. Ja. Das ist mir überhaupt nicht dazu gekommen, weil das interessiert mich wahnsinnig. Mich Ja. interessiert Natur, Tiere, vor allen Dingen Unterwasserwelten und so. Gigantisch. War jetzt in Dubai, habe ich auch noch meine Tochter getroffen, die dort arbeitet. Und da sind wir ins Atlantis hinter die Szenen gegangen, haben eine private Tour gehabt und Oh, cool. über das Nursery bis Krankenhaus, Fischkrankenhaus und alles. Müssen wir irgendwann mal andermal reden. Vielen Dank, Ja. dass ihr mich eingeladen habt. Super. Und dann wünsche ich euch Sensationell. einen schönen Tag. Macht's Klasse. gut. Dir auch. Danke. Danke vielmals. Ciao.